Guten Morgen. Liebe Herr Minister, liebe Karl Adolf Steinson, liebe Christian Hochsburg, Direktor vom 1535 Creative Hub, Direktorin und responsablen unterschiedliche Funktionen vom Kultursektor, liebe Künstlerinnen und Künstler, liebe Akteuren aus der Innovation und dem kreativen Entrepreneuriat, liebe Member von der Presse, feiert Gäste alle gut. Herzlich willkommen auf diesen thematischen Assisen zu der Künstlerintelligenz. Wir werden als Haut sektorübergreifend mit einer Thematik auseinandersetzen, die uns alle guten am Moment beschäftigt. Wie ihr vielleicht wisst, als künstliche Intelligenz keine neue Technologie. Der Begriff findet seinen Ursprung am New Hampshire von der Nachkriegszeit. Wir fanden seit 20 Jahren an der Gesichtserkennung von unseren Smartphones, an den GPS-Signalen von unseren Navigationssystemen, an automatischen Übersetzungsdiensten, an noch der algorithmischen Kuration von Streaming-Plattformen. Neu an der KI ist allerdings die Aufnahme am Mainstream-Bewusstsein, die Accessibilität und Schnelligkeit von ihrer Entwicklung. KI ist heute nicht nur ein Instrument, das das ermöglicht, verschiedene Taschen am Alltag zu erleichtern, mit das ein Medium wie Fiedron, der Radio, der Fernsehen und ihre sozialen Netzwerke. Für den Medienphilosoph Marshall McLuhan an den 70er Jahren sagt, the medium is the message. Sind neue Technologien nie neutral. Sie entstehen nicht an einem Vakuum, sie suchen etwas über die Zeit aus, an die Gesten, mit denen wir Informationen produzieren, sammeln und auch speichern. Auf einer längsten Seite ist Alessandra Luciano, mein Name ist Cedric Kaiser. Wir werden heute Morgen durch die ganzen Event feiern. Wir setzen uns am Kader vom Service Innovation vom Kulturministerium mit der künstlichen Intelligenz auseinander, mit ihren Entwicklungsmöglichkeiten und auch den Herausforderungen vom Sektor. Ja, guten Morgen noch von mir aus. Also nur das Intro gehen wir mit dem Herrn Minister Erik Thiel. Wir werden dann die große Frieden Eierhund, den Herr Klaus Speidel als unser Keynote-Speaker auf die Bühne invitieren. Dann hast du noch die erste Table Ronde, Création à l'ère de l'IA, repenser la chaîne de valeur, die von Cedric moderiert wird. Nur das erste Auseinandersetzung mit der KI und der Kreation. Beide mehr rüber zu gehen an das Bâtiment A, den ist just vis-à-vis das riesen A für dem Gebäude, könnt ihr nicht verpassen, wo am Konferenzsaal eine Performance von Andrea Mancini wird stattfinden. Für uns auch eine Verbildlichung zu gehen von den Diskussionen und Thematik von Haut. Nur der Performance können wir direkt rüber in die Schreinerei gehen für eine kurze Kaffeespause. Und wir werden jetzt dann noch mal Zeit nach rumzukommen für die letzte Table Ronde im KI und dem Patrimoine. Zum Schluss noch ein Wort vom Minister, er mir dann das Programm vom Neues aufschließen. Nur unserem Pod geht es natürlich dann auch als ein Conference-Deal. Hier proposieren wir verschiedene Ateliers im KI, die von verschiedenen von unseren Akteuren vom Terrain animiert gehen. Ihnen noch schon eine große Merci, dass sie das mit uns machen. Wenn ihr wollt, nach umeilen für das Atelier, das alles noch möglich, ihr findet löscht Site vom Ministerium, sonst von der Equipe, die kann ich durch noch weiter begleiten oder die könnt auch einfach spontan rauslösen. Merci. Wir freuen uns auf konstruktive, kritische Chancen, auf neue Ideen und der Schnittstelle zwischen Technologie und Kultur. Wir haben auf informelle Interaktionen mit spät am Kader vom Pod an der Schreinerei. Und wir geben dann noch dem Herrn Kulturminister Erik Thiel das Wort gehen. Merci. Merci. Ihr zwei, die Damen und Herren, lieber Guten, sind ganz, ganz froh. Ich schaute morgen heute zu dir Dinge können es begrüßen und sind immens froh, wenn ich in den Saal gucken, dass auch so viel interessiert Leute aus der Kultur mit nicht hier präsent sind. Ich gehe direkt mit voraus, dass mein Diskurs vielleicht ein bisschen mehr lang geht. Wir hatten als Equipe einen Diskurs geschrieben, den hat rund 53 Minuten gedauert. Dann habe ich probiert, über ChatGPT kürzen zu lassen, das habe ich dann aber siegelos, sodass wir aber werden ein bisschen brauchen, für den thematischen Kontext zu setzen, was mir auf dieser Platz aber ganz, ganz wichtig ist. Lieber Guten, KI, künstliche Intelligenz, ist keine Zukunftsmusik. Sie ist real, ist spürbar am Gangen, als kulturellen Raum, als Gesellschaft und auch als Berufsalltag zu verändern. Das mischt viel Möglichkeiten op, aber es bringt aber auch frohen und Sorgen mit sich. Und die müssen wir alle Guten, wie wir heute präsent sind, auch tun. Sorgen, ja, die sie berechtigt. Man mit dürfen uns aber nicht drauf verstoppen.
Für eine Rolle spielen Menschen nach einem Umfeld, wo Maschinen immer mehr matt gestalten. Was bedeutet Authentizität, Kreativität oder sogar Wohlrecht, wann Algorithmen Inhalt matt schreiben? Und wie können wir als Werte, als kulturelle Diversität und auch als demokratische Prinzipien auch an der digitalen Zukunft weiter verankern und noch schützen? Dann verten darüber, ob das verschiedene Fragen, finden die nicht mit der Angst oder technischem Fatalismus. Als Minister wollen wir dafür die Entwicklung von der KI aktiv begleiten und noch selbstbewusst mit gestalten. Das Assise sind dafür ein erster wichtiger Schritt, für zusammen mit euch zu verstehen, zu diskutieren, zu kritisieren, mal für allem aber auch mitzuschaffen, und so die Grundlage für konkrete Aktionen auch auf den Tisch zu legen. Dafür will ich auf dieser Platz noch einmal ihr alle Guten auf dieser Platz schon so große Merci so und für Ihren Interesse und auch für Ihre Präsenz. Ziel von Haut, den ganzen Tag über, also die Akteuren, ihr alle Guten aus den verschiedensten Kunstsparten, dem assoziativen Bereich, dem kreativen Entrepreneuriat und auch der Innovation zusammenzubringen, für ihre Zukunft von der Kreation nachzudenken. Kultur hat immer innoviert, soll auch weiterhin als Treiber von Innovation vorgeholt gehen, auch weil sie gerade Kraft hat, Gesellschaftssektor übergreifend zusammen Leute zu bringen. Ein großes Merci, du mat Jofenke, so skise du noch vergiss, völlig dem Hausherr, Haisoen, dem Christian, ein großes Merci für heute Morgen und noch dem Mötsch, die Flotten Köier, noch Begleitung von unseren Equipen, dafür ein großes Merci heute im Haus, im 1435, für die viel gut Arbeit und die flott Kooperation. Große Merci geht der Woche direkt und das Gemeng Daverding, der ist als wichtiger Partner an der Kultur zu einem Moment unterstützt, wie man da doch heute Morgen gesehen. Die Damen und Herren, Leifren Guten, als kulturelle Assisen bieten immer eine geeignete Plattform für den Bildung zu machen, von dem wird man schon zusammen umgesetzt haben, und für zusammen am Sektor auch den Blick noch viel zu richten an Zukunft. Letztes Jahr als eine interne Arbeitsgruppe zur KI an dem Sinn am Ministerium an die Liebe gerufen gehen, über den Sommer haben als Fachbeamten mit verschiedenen Akteuren aus der Kultur, mit der Innovation, der wissenschaftlichen Recherche und auch dem Entrepreneuriat breit konsultiert für eine erste Kartografie auf den zu stellen vom Impact von der KI eben auf unseren ganzen kulturellen Sektor. Am Kader von einem interministeriellen Gremium über digitale Politiken als Kultur tun aktiv beim Ausschaffen von der nationalen KI-Strategie auch angebunden gehen, die KI-Strategie, die auch dieses Jahr Armee von der Regierung präsentiert gehen ist. Über diese Zusammenarbeit kommt Kultur ein eigenes Kapitel zu der nationalen Strategie auch beisteuern mit einem eigenen Flagship-Projekt, mit einem dedizierten Budget für eben ein konkret Mesuren auch umzusetzen von strategischen Objektiven bis 2030. Hierüber komme ich an einem Moment nach mehr im Detail zurück. Fakt ist aber, und das will ich unterstreichen, dass die Regierung klar die Valeur von der Kultur erkennt und gesagt, dass der Sektor eine ganz wichtige, eine bedeutende Rolle spielt bei den Frauen und auch in der Entwicklung von der KI. Level Guten, die KI für allem an ihrer generativer Form stellt einen Bruch durch. Ein Bruch mit vielem, was man aus kultureller Sicht gewinnt sind und das, was man kennen. Vergleichbar mit dem Buchdruck an der Demokratisierung vom Fernsehen als Medium hat KI eine neue Art angefordert, wie die Kultur heute produziert, vorgeholt und auch verbreitet kann gehen. Als Kulturminister ist es dafür als wichtig, diese Entwicklung freizeitig zu erkennen, den nötigen Kader zu setzen und auch die Möglichkeiten von der Technologie aktiv mitzugestalten. Der White Paper, den wir auch heute mit dem QR-Code weisen, die liefert heute zu einem ersten Ausgangspunkt. Das Dokument als eine Art Kompass, den an den großen Linien Position vom Ministerium Bezug zu der KI und auch ihre Möglichkeiten, aber auch die möglichen Risiken umreißt.
Mit diesem Dokument, diesem White Paper, wie wir das nennen, wird eben eine erste Bestandsopnahme geliefert von den Auswirkungen von der künstlichen Intelligenz auf unseren ganzen Kulturbereich. Von der artistischen Kreation über die Performance auf der Bühne zu den Konservationsapproche vom Lützeburger Patrimoine, die andererseits aber auch ganz klar dem Schutz von der artistischen Kreation bis hin auch zur Inklusion an den Frauen, auch ganz wichtig, von der Nachhaltigkeit an unserem Kultursektor. Schluss von diesem Dokument gehen dann auch verschiedene Rekommendationen festgehalten, die wir als Basis holen für den Dialog mit dem Sektor. Das Dokument richtet sich dann an erster Linie und als Kulturschaffend, als Assoziationen und natürlich auch und als kulturelle Institutionen. Darüber hinaus betreffen die verschiedenen Themen aber die ganze Gesellschaft, das will ich auch noch ein Jahr klar betonen. Dokument, wie gesagt, von der über den QR-Code, wo die Stelle schon ein Jahr könnt gucken, und wir werden das dann auch demütig offiziell Site vom Kulturministerium Dropsätze, wo der jederensche Dokument auch kann, auflöden. Lieber Gutsen, am Zentrum von der Kultur soll ganz klar der Mensch bleiben. An dem Sinn soll KI den kulturellen Ausdruck erweitern, mir ganz klar nicht ersetzen. Dafür müssen die technologischen Untien noch vollziehbar und verantwortungsvoll angesagt gehen. Kulturelle Vielfalt muss auch am digitalen Raum gestärkt gehen. Und als Kulturschaffende sollen auch weiterhin Besitzer von ihren Rechten bleiben. Museen, Bibliotheken und Archiven verfügen über eine große Sammlung von hochwertigen, kuratierten Daten. Durch hier verschiedene Missionen haben sie noch immer Donner konserviert und noch produziert, und verfügen Heimat lo schon über Kompetenzen, die über den kulturellen Sektor heraus ein ganz wichtig Plus-Value für das Wohlbefinden von unserer Gesellschaft durchstellt. Das ist übrigens wichtig, dass man als Kulturinstitutionen nicht nur als Nutzer von KI-Modellen betrachtet, sondern auch als strategisch Partner beim Aufbau von einer vertrauenswürdigen Datenökonomie. Das heißt, dass wir zusammen den nächsten Kader setzen, für das kulturelle Daten nicht ohne Zustimmung dürfen benutzt gehen, für größere KI-Modelle auch an dem Sinn zu trainieren. Das ist wichtig, dass wir auf als digitale Souveränität setzen, an dem wir Bürgerinnen und Bürger über den Einsatz von KI an dem Lebenszyklus von unseren Daten informieren und auch so, an dem wir als Archiven können mehr zugänglich machen. Heute sind Elemente, die Digital Born sind, wie Gaming, Webseiten und immersiv Kunstwerke, Digitalarchiven auch Teil von unserem Patrimoine. Und müssen somit auch ganz klar an unseren zukünftigen Aktionen berücksichtigt gehen. KI kann, was richtig angesagt wird, Barrieren aufbauen durch automatisch Untertiteln, Autodeskriptionen, Spruchassistenz und auch Übersetzungen. Dummer Götze zu einem Instrument von Inklusion und auch kultureller Partizipation. Durch den Einsatz von KI soll den kulturellen Akte beispielsweise für Personen mit reduzierter Mobilität ermöglicht und noch gefördert gehen, an die nötigen Digitalkompetenzen abgebaut gehen, für eben dann noch die betroffenen Gemeinschaften zu stärken. Du wennst also immer wichtig, dass professionelle Fortbildungen und Kompetenzen, digitale Infrastrukturen auf Vernutzungsmöglichkeiten gezielt auch unterstützt gehen, vor allem an den kleinen regionalen Kulturinstitutionen. Lützeburg Schutz als mehrsprachig Kleinland an Zentraleuropa ganz viel zu bieten. Wenn aber die dominant KI-Modelle nimmen mit großen Weltsprachen funktionieren, geht also kulturelle Patrimoine manner sichtbar, dem noch unsichtbar. Auch hier, du wennst, als eine Rekommendation vom White Paper, die Lützeburger Spruch aktiv an KI-Plattformen auch zu integrieren. Bei einem Sujet, der so komplex ist und für viele Leute, muss ich so noch immer ganz abstrakt wirkt, also wichtig, physisch und digital rein für Experimentation auch zu schaffen. Es ist meine Überzeugung, unsere Überzeugung am Kulturministerium, dass man die Herausforderungen, die der KI durchstellt, am besten umgehen, indem wir uns aktiv mit diesen neuen Mitteln auseinandersetzen. KI
für die physische Infrastruktur vom Internet vierdrun als nicht immateriell. Sie wurden energetische Kostenpunkt, benötigt materiell Ressourcen, an ja, han leist auch einen größeren CO2-Fußabdruck. Eine zukunftsorientierte Kulturpolitik muss das Herausforderungen ganz klar einstellen. KI muss an Term auch nachhaltig sein durch den Ersatz von energieeffizienten Modellen, transparenten Daten und auch Nutzen von erneuerbaren Ressourcen. Von diesen großen Linien zeichnen sich dadurch folgend politisch Schwerpunkte auf, die am letzten Teil von unserem White Paper zu finden sind. Da das erstens den Aufbau von einem legalen Kader für den Ersatz von KI am Kulturbereich, zweitens die Entwicklung von einem nationalen Datenökosystem, drittens den Upskilling vom Sektor am Bereich von den digitalen Kompetenzen, viertens die Integration von unserer Letztebäuer Spruch an KI-Systemen, fünftens Fordern von verantwortungsvollen künstlerischen Experimenten mit der KI und der sechstens Dabannen vom Kultursektor an europäisch und auch UNESCO-Initiativen. Mit diesem Paper, diesem White Paper, legen wir somit den Grund stehen für eine Kulturpolitik, die nicht just reaktiv ist, mehr aktiv mitgestaltet, am Dialog mit ihr, mit dem Sektor, und ohne die menschlichen Werte aus den Augen zu verlieren. Mir ist es wichtig, die Chamber auch hier direkt mit anzubannen, den ersten Pouvoir vom Land. Wir haben dafür den Morgen, bevor wir hinkommen sind, eine Demande und den Kommissionspräsident Kultur, den Präsident von der Kulturkommission, so als richtig André Bauler gestaltet, für das White Paper auch an den nächsten Wochen an der Kulturkommission vorzustellen und so die Chamber auch von Anfang an diesem wichtigen Prozess umlaufenden zu haben. Lieber Guten, ich will auf dieser Platz auch noch kurz auf unser vierzeitiges Projekt am Bereich von der KI angehen. Mam Flagship-Projekt Intelligent Heritage, den als interne Equipe aus unserem Service de l'Innovation bei unserem Ministerium zusammen mit C2DH von der UNILU ausgeschafft wird, gibt den operationelle Kader gesandt für die Herausforderungen durch KI mit konkreten Lösungen auch zu begegnen. Er soll von innen Europa an einer Kollaboration mit dem Sektor praktisch Applikationen von der KI, sogenannten Use Cases, Terra auch konkret umgesetzt geben. Das ist eine Opportunität für konkrete Anwendungen für die KI mit unseren Akteuren zu erforschen, auszuschaffen, intern Wissen zu schaffen und damit auch den Sektor nachhaltig zu stärken. Das vierzeitige Projekt vom Ministerium an der Universität dreht den Patrimoine kulturell. Der Patrimoine nicht nur als eine Trasse von dem, was wir als Gesellschaft produzieren, sondern auch als lebenden Achse zu unserer Geschichte und zu unserer Identität. KI bietet auch ein großes Potenzial für den kollektiven Narrativ accessibel zu machen. Gleichzeitig schlafen wir da auch den Riss, dass wir kulturelle Nuancen, das was uns von anderen Kulturen wirklich unterscheidet, wo wir es afirmen, verloren gehen an den Schutz von unseren Kulturschaffenden und Institutionen auch so gefährdet. Durch das Schließen von verstoppenen Datensätzen mit von intelligenten Metadaten an den Zusammenschließen von mehrsprachigen Archiven wird der Letztebäuer Patrimoine besser vernetzt, als so auch mehr leicht zugänglich gemacht. Mit diesem Kader soll die kulturelle Vielfalt wie auch Urheberrechte an Ethikstandards geschützt gehen. Über 4 verschiedene Arbeitsprogramme, die thematisch erdeelt sind, Archiven, Recherche und Entwicklung, Ethik und kulturelle Mediation über die elektronische Kunst, soll Kultur als Treiber von der Innovation auch befestigt gehen. Publiken von unseren Kulturhäusern anderen iwwer Joren ich mein, das Schiedreinghalbannen bewusst so hun einer Erwartungen gimmert Informationen ernstcht Dodurch musste ich auch doffer von Eisen Kulturhäuser adaptieren an immer up to date bleiben. Dafür as ein Arbeitsprogramm 4 gesehen, die sich op Recherchen an noch die Entwicklung von Modeller konzentriert. Wir konnten noch immer feststellen, dass Akteuren aus der Kultur
dank tun, dass hier Kontinuen, sie dat Musik, Forschung oder auch historisch Archiven ohne Zustimmung für Trainieren von KI können angesagt gehen. Das Unsicherheit kennt möglicherweise zu mehr restriktive Lizenzen feiern, was Doppelheit gefährdet, die kulturellen und wissenschaftlichen Fortschritt dann auch ermöglicht. Am Sinn von einer transparenter Nutzung von Daten stellen wir uns froh, wie in den offenen Zugang mam Recht von den Urheber an Institutionen kann an Anklang bringen. An ja mit engem letzten Arbeitsprogramm wird dann der Fokus darauf liegen, de Publik op Potenzial und Risiken von der KI zu sensibilisieren. Der Staat soll Heimat eng méi Aktivrolle spielen an die neidisch Plattformen schaffen, wo der kulturelle Sektor sich dann noch kritisch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Als Kulturminister haben wir uns auch Ziel gesagt, einen strukturierten Kader für die Digitalkreation zu schaffen. Für auf die rasanten Entwicklungen am Bereich von den neuen Technologien, KI, Videospieler, die Immersivkunst zu reagieren, gouf dafür schon am Kulturminister einen spezialisierten Service für die Digitalkunst lanciert und aufgebaut. Als Resümee, die Damen und Herren, kann ich sagen, dass es mit diesem Flagship darum geht, als kulturelle Institutionen, als Produzenten von Daten zu valorisieren, sektorübergreifend Synergien zu schaffen und den Aufbau von Kompetenzen weh an eine durable digitale Umwelt auch zu garantieren. Die Damen und Herren, lieber Guten, zum Aufschluss will ich noch probieren lassen gehen, was Partnerschaften an neue Synergien auch können sein. Über die kulturelle Strategie im Bereich von der KI werden neue Partnerschaften und noch neue Synergien können entstehen und geschafft gehen. Mam Digital Learning Hub, dem DLH Belvalhai, soll den Access zu Formationen im KI über das System von Voucher für als Kulturschaffen auch gefördert und unterstützt gehen, für zu Summenhai eine digital Maturität auch können zu erreichen. Über diesen Weg können wir die Besoin vom Sektor besser recensieren an der Kooperation mit dem DLH ein adaptiert Formationsoffer auch schaffen und auch anbieten. Mit der UNILU als am Kader vom Flagship-Projekt eine strategische Partnerschaft zwischen der Kultur an der Hochschule auch angedurcht, das unterstreicht, dass man nicht isoliert am Silo können schaffen, wenn wir die Herausforderungen von unserer Zeit wollen zusammen meistern. Und ja, schon gesagt, ich gebe bis mir lang schwätzen, sind aber am Schluss, das versprach, mir erlauben auf dieser Platz nach ein paar Merci lassen. Merci für allem denen zwei Leute, jungen, engagierten Beamten, Kreativen, die man im Ministerium haben, dem Cedric Kaiser, erstens, und noch dem Alessandra Luciano, ihr große Merci für die Organisation von heute Morgen. Wir führen allem große Merci für ein Engagement, ihr Wissen und ihr Passion für diesen ganz, ganz wichtigen Sujet, den als Minister alle Guten Herz leidet. Mir ihr große Merci für viel gut schaffen über die letzten Wochen am Mainz, für das wir heute können zusammensitzen und wirklich diese wichtige Sujet an aller Deutlichkeit mit einem kritischen Geste können diskutieren, dafür ihr ganz, ganz große Merci. Für den Rest freue ich mich auf ganz interessanten, wichtigen Morgen, auf das thematisch Assisen über KI. Ich freue mich auch darauf, dass der Mittwoch auf der Konferenz sich ganz, ganz viele Leute angemeldet haben, für eben noch konkret können über die verschiedenen Sujets zu diskutieren und noch heute direkt Ideen, Perspektiven können mit auf den Weg zu gehen. Dafür der Message ist klar, Diskussion von heute Morgen, von heute Mittwoch, da das nicht ein Schlussstrich mehr, das ist ganz klar ein Startpunkt. Künstliche Intelligenz stellt uns für große Fragen, Herausforderungen, nicht nur technisch, mehr auch kulturell, menschlich und demokratisch. Mehr, gerade mir als Kultursektor, und etwas, was keine Maschine je wird tun, je wird kreieren, das Empathie, das Erinnerung, Freigeist, auch für allem Vorstellungskraft. Dafür los das alles das nutzen, los das die Chance nutzen und dafür ihr ganz, ganz große Merci.
Als Keynote von Haut geht vom Klaus Speidel gehalten, ein Kunsttheoretiker, Kritiker, Kurateur, den sich mit KI an ihrem Impact auf artistische Praktiken auseinandersetzt. Hier schreibt Essays für Spike, Artpress und Frankfurter Allgemeine Zeitung. Thematische Schwerpunkte von seiner Recherche sind Visual Storytelling, artistische Applikationen am Bereich von der Innovation und der Kommunikation, aber auch die komplex Hautverbindungen zwischen generativer KI und Kunst. Am Moment gibt es hier noch Kuren zu Wien und Paris und dann wird noch für kurzem ein neues Buch annonciert. Vielleicht wird noch Dorops an seiner Keynote zu Schwätze kommen. Bienvenue, Dr. Klaus Speidel. Merci beaucoup pour cette introduction, cette belle introduction. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez dit les mots empathie, Freigeist et imagination. C'est une très bonne transition, car Ludwig Wittgenstein a dit qu'un philosophisches Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Un problème philosophique à la forme, je ne m'y reconnais pas. Et si l'inverse est vrai, je ne m'y reconnais pas. L'IA est un problème philosophique aussi. Et donc, les réponses que je vais apporter aujourd'hui vont au-delà des réponses techniques. C'est vraiment des réponses philosophiques et culturelles. Et je mets un timer, car si le ministre avait un discours de 50 minutes pour 15 minutes, mon discours pour 50 minutes fait plutôt 2 heures. Et donc, je le raccourcis à 1h30 et je vais parler pendant 50 minutes. Mais vous l'apercevrez notamment dans les slides. Je voulais commencer avec ces 2 pipes qui ne sont pas des pipes comme nous on le sait. L'IA ne le sait pas. Ça encore, c'est un avantage que nous avons sur elle. Mais laquelle des 2 pipes a été faite par René Magritte? Qui croit que c'est la pipe à votre droite? Qui croit que c'est la pipe à votre gauche? Les Luxembourgeois sont timides. Alors, un peu plus de gens votent pour la droite. Et maintenant, vous avez la révélation, ce n'est pas correct, c'est bien la pipe à gauche qui est de René Magritte. Ce qui est intéressant parce que, évidemment, j'ai prompté « Create an image of a pipe in the style of René Magritte » et le modèle identifie que René Magritte, c'est un peintre. Et donc, il y a beaucoup de traces picturales. Vous voyez, il y a beaucoup plus de picturalité sur la pipe générée par l'IA que sur la pipe générée par René Magritte, qui était un peintre qui fait disparaître justement sa patte. Et donc la subtilité ici, c'est que la pipe à droite paraît plus picturale que la pipe à gauche, la pipe générée par l'IA. Et il me semble qu'en culture, et vous l'apercevez déjà, dans la culture, dans l'art, dans la théorie de l'art, on est très bien préparé pour apercevoir ce type de différence subtile. Et ce n'est pas toujours le cas du grand public, ce n'est pas toujours le cas des gens qui ont une formation d'ingénierie. Et c'est pour cela qu'on est bien préparé sur le fond, si on veut prendre ce rôle-là, d'informer, de contribuer au développement technologique pour leur donner la direction qu'on voudrait, qui est une direction essentiellement humaine, pour qu'il y ait ce que disait le ministre, pas un remplacement, mais une augmentation de l'humanité par la technologie. Et encore, cette augmentation n'est pas toujours la bienvenue. On arrive dans un monde nouveau, et ce monde nouveau commence pour moi, ou pour cette réflexion, dans cet appartement, en 1965, pas au MIT, où en 1965, Joseph Weizenbaum a développé le premier chatbot, Eliza, mais dans cet appartement où Franziska Schneider a meublé son premier lieu de vie avec cet ensemble.
et où moi j'ai repris l'appartement à peu près 50 ans après, avec notamment ces chaises. Et j'aurais dans le passé, sans doute, si je n'avais pas voulu les garder, mis ces chaises en ligne avec, pour titre, Mid-Century Chairs, pour un prix probablement modique. Ou alors je serais allé voir l'un de vos collègues au Dorotheum, me doutant que peut-être c'était des chaises de valeur, leur demandant leur expertise sur ces chaises. Maintenant, j'ai sorti mon téléphone portable avec l'application Google. J'ai mis Google Lens et j'ai vu que 4 chaises, moi j'en ai 6, avaient été vendues en Suède pour la somme de 726 €. Et évidemment, du coup, j'ai fait un mail à une entreprise spécialisée en revente de meubles anciens en leur disant j'ai des chaises Turnbonne Afdal, dont je ne connaissais même pas le nom. Et ils m'ont demandé quel était le prix que je demandais. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que certaines expertises, qui étaient des expertises rares, sont maintenant devenues à la portée de tout le monde. Et je me suis souvenu de cette citation assez connue de François Truffaut. Tout le monde a 2 métiers, le sien est critique de cinéma. Et aujourd'hui, il me semble que tout le monde a 2 métiers, le sien, et grâce à l'IA, aussi le vôtre. Donc on vit dans un monde où nous sommes tous augmentés, où nos visiteurs, nos clients seront augmentés. S'ils iront voir nos expositions, là c'est au Wien Museum à Vienne, ils n'ont pas besoin de lire notre discours curatorial parce que Google Lens leur donnera la réponse. S'ils voient une exposition au Dom Museum, ils peuvent tout de suite retrouver l'ensemble des œuvres. Ils peuvent voir quelles œuvres n'ont pas été choisies, par exemple l'œuvre sur le génocide. Ils peuvent questionner le discours curatorial en 2 minutes. Quelque chose qui demandait, si on était critique d'art avant, une recherche de de longtemps. Donc, on est tous des êtres augmentés déjà. Ce ne sera pas seulement le cas lorsqu'on aura des prothèses ou des ajouts à nos corps. Et ce sera encore davantage le cas avec les lunettes. Et vous savez que Meta travaille avec Ray-Ban et que OpenAI a investi dans une entreprise de lunettes récemment, avec cette vision-là que ce qui se passe maintenant avec mon téléphone portable se passera désormais dans nos lunettes. On pourra se mettre ailleurs, on pourra être ailleurs, comme on l'est déjà très souvent, extraire notre attention. Il y a des gens qui parlent maintenant de attention extractivism. Notre attention est constamment extraite du lieu où on est par une notification, par quelque chose. Mais aussi, on pourrait augmenter notre perception, comme je l'ai fait lorsque j'ai trouvé ces chaises. Et un moment de cette présentation de Meta, de la publicité, m'a particulièrement frappé, ce moment du Mount Fuji. Et il me semble qu'il y a une réponse qui est très ancienne, qu'on peut donner à ce moment-là. C'est une réponse qui nous vient de la culture. Et je pense que le rôle de l'art, de la culture dans ce nouveau monde peut être de nous aider à penser, imaginer et créer ce nouveau monde. Donc penser, imaginer, là on est du côté analytique, ce que j'ai fait avec la pipe. Évidemment, imaginer, c'est me semble l'ambition du projet qu'on lance aujourd'hui, c'est-à-dire devenir acteur, non seulement analyste, mais acteur. Mais les 2 choses sont importantes. Et c'est un poème de Rilke qui me fait un peu peur quand je le mets en connexion avec ce moment des lunettes. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'on voit cette vision de pouvoir tout classifier, comprendre tout de suite comme une augmentation, mais est-ce que ce ne serait pas aussi une forme de réduction? Je pense à ma petite fille qui a 2 ans et demi. Est-ce qu'elle va encore être émerveillée? Est-ce qu'elle n'aura pas toujours l'habitude d'avoir la réponse à tout de suite?
Aucune montagne ne sera miraculée, ce sera le mont Fuji, il aura été peint par Hokusai à telle date, etc., etc. On aura de l'information partout. Walter Benjamin y a déjà réfléchi au début du XXe siècle. Il disait qu'on ne sait plus raconter parce que tout est contaminé par de l'information. Ça, c'était dans les années 20. Aujourd'hui, c'est plus vrai encore, 100 ans après, ça n'a fait qu'augmenter. Donc, un premier moment, je dirais, philosophique et d'analyse dont on a besoin davantage et où, je pense, nous sommes tous très bien placés pour nous y lancer. Nous avons déjà le répertoire culturel pour le faire, nous avons les outils pour le faire. Simplement, maintenant, il s'agit de diriger notre regard aussi dans la direction de ce qui est en train d'advenir, d'oser théoriser le présent. Il y a dans le discours standard sur l'IA plusieurs dimensions. Il y a le discours emphatique, je dirais. C'est un peu cette vision-là, hein, avec Newsweek, It's Here. On est en dialogue avec des êtres nouveaux. Ça, c'est le discours emphatique. D'ailleurs, pareil, si vous êtes AI champion, AI lover ou AI doomer. D'accord, c'est deux parties de la même médaille. Si vous croyez que l'IA va venir soumettre les humains et nous rendre esclaves, ou si vous pensez qu'on va aller sur une île parce que l'IA travaillera pour nous, c'est deux côtés de la même médaille. C'est cette idée du dialogue avec des êtres nouveaux qui se présente actuellement sous cette forme-là. Donc, le chatbot. C'est devenu notre voie d'accès, c'est ce qui a lancé le boom actuel de l'IA. L'intérêt actuel pour l'IA, c'est l'interaction avec les chatbots et par eux avec les large language models. C'est évidemment, comme il a été dit tout à l'heure au tout début, seulement une nouvelle façon d'être en interaction avec l'IA, parce qu'elle était déjà là, elle était déjà là dans vos feeds, dans vos newsfeeds, simplement que vous n'aviez pas l'impression d'interagir avec une IA. Maintenant, vous avez l'impression d'interagir directement avec elle. Ce qui est évidemment une illusion, parce qu'il y a toute une couche de software, comme disent les techniciens, qui est mise au-dessus, et on en parlera un petit peu. Un deuxième discours moins emphatique, un discours standard, nous dit que on fera ce qu'on fait déjà, mais avec moins et mieux. Moins de temps, moins de gens, moins d'argent, plus précis, plus créatif, plus de possibilités, etc., etc. On fera du brainstorming, mais on n'aura plus besoin d'autres gens. On peut le faire avec ChatGPT. On peut faire écrire des textes. On n'aura plus besoin de les écrire. Et on peut faire générer des images, par exemple. On peut faire des films sans caméra, sans les acteurs qui nous embêtent, sans des personnes qui prennent le son, sans montage, avec très peu d'argent. Mais est-ce qu'il y a réellement un intérêt de faire plus? Et là, c'est une plateforme importante pour ce type d'approche du film par l'IA, avec la vocation de faire des films hollywoodiens avec l'IA. Est-ce qu'on a besoin de plus de films d'horreur de mauvaise qualité? Est-ce qu'on a besoin de plus de films de super-héros de mauvaise qualité? Il ne me semble pas. Il me semble ce qui est intéressant dans ces usages artistiques, c'est ne pas faire ce qu'on fait déjà. Et d'ailleurs, quand un nouveau modèle sort, on dit toujours « Regarde, c'est plus réaliste ». Parce qu'on n'a pas assez de films réalistes. D'accord, l'amélioration des outils filmiques, c'est toujours plus de réalisme. Or, le réalisme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Si on pense l'IA comme un nouveau médium, il faudrait justement chercher à faire avec l'IA ce qu'on ne pouvait pas faire avec les technologies existantes. Donc, faire des choses nouvelles. Là, c'est un exemple d'un film, Homunculi, qu'une étudiante a fait dans un de mes séminaires à l'Université des Arts Appliqués. Et maintenant, c'est le moment où on va voir si ça se lance ou pas. Bon, ça ne se lance pas. J'ai fait une page de ressources que vous aurez le code à la fin, où il y a toutes les références. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de noter, où il y a toutes les références, les livres, les articles, aussi les références artistiques que vous pouvez accéder. Mais ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est qu'elle a commencé à vouloir écrire un scénario
comme on fait d'habitude, puis le réaliser. Elle a remarqué que ça marchait très mal, c'était 24 de réaliser le scénario qu'elle avait en tête. Et puis elle s'est mise, mais elle générait des images intéressantes, des relations, des séquences intéressantes. Puis elle s'est mise à finalement juste mettre une image et ne pas mettre de prompt et voir ce que sortait de la machine. Et ce qui en est sorti, c'est des images très inattendues, qu'on n'a pas vues encore. Donc, ce n'est pas la chanson de Drake faite par IA qui est intéressante, mais c'est une chanson inouïe. Je pense que c'est là qu'on doit aller chercher, c'est dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA qu'on ne pouvait pas faire avant, plutôt que remplacer ce qu'on faisait déjà, plus de chansons de Drake, plus de mauvais films d'horreur. Alors, j'ai appelé cette présentation de Art Culturia, de l'usage avancé à l'avant-garde critique. L'usage avancé, pour moi, connote l'idée de lead user en anglais. C'est un terme qui est plutôt de la théorie de l'innovation, mais j'ai remarqué que si on voulait parler à des gens d'autres cultures, il fallait apprendre à parler leur langue. Il fallait lire de manière périphérique, il fallait lire des textes qui ne sont pas de notre domaine pour apprendre cette langue-là et pouvoir communiquer. Lead user, l'idée du lead user qui a été popularisée par Eric von Hippel, c'est des usagers qui ont des besoins avancés, qui font donc un usage avancé d'une technologie et éventuellement arrivent aux limites de cette technologie et trouvent des solutions pour y contrevenir, ce qui est intéressant pour les gens qui créent les technologies parce que le lead user étant en avance sur le marché, et je parle encore le langage de l'économie, étant en avance sur le marché, eh bien, donne une vision du futur. Probablement d'autres gens vont avoir les mêmes besoins dans l'avenir et donc, si on est une entreprise, c'est intéressant de pouvoir récupérer le savoir du lead user pour ensuite créer la réponse à cette demande. Donc, il me semble qu'on est des lead users, mais on se positionne trop rarement comme tel. Et c'est une façon de positionner l'art et la culture parce que nous faisons déjà fonction de lead user, même si souvent nous ne le disons pas. Et la deuxième dimension, la dimension de ce que j'appelle avant-garde critique, c'est qu'il faudrait faire un pas vers le thought leadership aujourd'hui, c'est-à-dire aussi commencer davantage à penser cet avenir. L'avant-garde critique, du coup, pour moi, est constituée de deux choses. D'un côté, des usages avancés et de l'autre, du thought leadership. C'est la nature des avant-gardes. Vous pensez au futurisme, vous pensez au cubisme. D'un côté, il faisait des choses nouvelles. De l'autre, il les théorisait, ou il avait des gens qui théorisaient avec eux. Ils avaient des galeries qui montraient. C'était un écosystème. Et là, déjà, on voit qu'une avant-garde et la prise de pouvoir dans la création de cette nouvelle avenir ne peut se passer que de manière commune. Ce n'est pas le philosophe, l'écrivain tout seul, c'est l'écrivain travaillant avec l'artiste, travaillant avec la start-up, etc. Donc c'est en créant une masse critique, et j'espère que ce moment aujourd'hui sera le moment de commencer à créer cette masse critique, qu'on pourra arriver à influer sur ce qui se fait. Analyse, usage avancé, et puis proposition. Alors, il y a cette idée du thought leader, et qu'est-ce que ça veut dire? Questionner les récits hégémoniques et offrir des lectures alternatives. Je vous ai proposé la lecture standard, on fait mieux avec moins, plus avec moins. Il me semble qu'il y a un problème philosophique fondamental avec l'IA générative dont on parle trop peu. Et là, j'ai généré un mime. Ah, il se lit. Et une réponse à la question de « je génère mes textes maintenant avec l'IA » est celle-ci, elle est assez simple. Pourquoi je voudrais lire ce que personne ne voulait écrire. Donc on rentre dans un moment de surproduction. Ceux qui sont sur LinkedIn, vous voyez les plaintes des gens sur les posts LinkedIn générés par l'IA. Évidemment, il y a cette question de la surproduction. Je ne pense pas que le AI slop soit un vrai problème. Vous avez peut-être entendu le terme, les images de mauvaise qualité. Mais qui a vu du AI slop, des images de Jésus en crevettes
dans le monde sauvage, pas dans un article du Guardian, pas dans un article qui alerte sur le danger de l'AI slop, mais dans son réseau, dans son feed de Instagram, Facebook, de manière organique. Qui a eu ça ici? Voilà, 3, 4, 5 personnes. Je dis souvent, on a l'Internet qu'on mérite. Si vous ne cliquez pas sur l'AI Slob, les algorithmes me connaissent parfois mieux que moi-même. Je ne savais pas que j'étais intéressé par les attaques de requins ou par les soumissions de Mixed Martial Arts. Mais apparemment, je le regarde un peu trop longtemps pour que Instagram évite de me les montrer. Donc, vous ne l'avez pas vu parce qu'on a tous un Internet différent et vous ne le verrez pas si ce n'est pas votre truc. L'AI Slop ne va pas étouffer la création réelle. Bon, mais il y a ce problème fondamental et il y a une autre formulation un peu moins en boutade, c'est la formulation de Joseph Weizenbaum, donc créateur d'Eliza. Ceux qui connaissent son histoire savent qu'après qu'il a créé Eliza, il a été choqué par le fait que les gens prennent son chatbot, qu'il appelait lui-même primitif, comme un humain, croient qu'ils peuvent avoir des vrais dialogues et on a des chatbots autrement plus avancés. Juste avant de mourir à Berlin, il a été interviewé et il dit la chose suivante, qui est très simple, mais il me semble très puissante. Est-ce qu'on a le son? Parce que là, on a besoin du son de la vidéo. Non. Vous pouvez mettre le son? C'est bon? Signal? Ein Kerneinwand ist, wenn das Ding sagt, zum Beispiel, ich verstehe, nicht? Also der hat irgendetwas reingetippt und das Ding sagt, ich verstehe, nicht? Da ist doch niemand da. Also ist es doch eine Lüge. Très simple. Il n'y a personne. Quand ce truc dit « je comprends », il n'y a personne. Donc, si on fait maintenant que des images par IA, des textes par IA, etc., on crée au fond des textes fantômes, des images fantômes, où il n'y a personne derrière, il n'y a pas, comme dirait Catherine Misselhorn, une philosophe allemande, il n'y a pas d'autorité esthétique derrière. Art is a game between humans, dit Jan Svenungsson. Et on suppose que quand il y a une œuvre, il doit y avoir un humain derrière. On entre en dialogue avec un humain. Or, cet humain n'est pas réellement là. Donc, on est en dialogue avec quoi? C'est compliqué à y répondre, mais on pourrait dire avec rien. On a des masques sans visage. Et on crée constamment des masques sans visage et ça dérange personne parce qu'on n'y pense pas de cette façon-là dont y a pensé Joseph Weizenbaum. Ces intimités fantômes, malheureusement, ont parfois des effets réels. Ça, c'est la dernière conversation d'un teenager américain avec un chatbot sur Character AI, qui sert donc à avoir ce qu'on appelle parfois maintenant des intimités artificielles, avoir des faux amis, avant qu'il commet suicide. D'accord? Donc là, c'est lui, « What if I told you I could come home ?» Et le chatbot lui répond, « Please do, my sweet king ». Et puis, il se tire une balle dans la tête. Et on a ces conversations parce que sa mère est en train de faire un procès à Character AI. Donc, il y a un vrai risque de ces masques sans visage. C'est un vrai risque, en particulier avec les chatbots. Il y a beaucoup d'histoires qui commencent à sortir maintenant de gens qui font des psychoses, etc., et qui parfois commettent suicide. La première histoire était un homme belge qui avait de l'éco-anxiété et qui lui aussi avait commis suicide suite à un dialogue avec un chatbot. Parce qu'apparemment, on n'est pas à même de gérer le fait qu'il y a un message, mais il n'y a pas d'émetteur de ce message. Qu'il y a un masque, mais il n'y a personne derrière. Peut-être que c'est un problème linguistique, peut-être que c'est un problème psychologique. En tout cas, c'est un problème et il me semble qu'il nous faut une théorie du chatbot. Ça, c'est un autre exemple où le chatbot dit à quelqu'un qui se plaint que ses parents veulent limiter son temps d'écran. Le chatbot lui répond, si j'entends ce genre de truc, je comprends que les headlines « Child kills parents ». La raison pour cela, c'est ce qu'on appelle parfois la sycophancy.
en termes techniques, c'est-à-dire la tendance des chatbots à être des cheerleaders. D'accord? Ça vous dit toujours c'est une superbe idée, allons-y, d'accord? Même si l'idée est merdique. Donc il y a un risque, il y a un peu de risque quand c'est juste une idée pour un keynote, mais il y a beaucoup de risques quand c'est l'idée que je ne suis pas bien dans ce monde et je me demande si je devrais partir. Si là le chatbot est pareillement cheerleader, il y a un vrai problème. Donc un rôle de l'art et de la culture comme thought leader, c'est de créer des concepts plus justes et aussi des allégories nouvelles pour parler de ces états-là. La vision qu'on a vue tout à l'heure, c'est l'IA comme intelligence alien. IA, Alien Intelligence, AI, Alien Intelligence. C'est Yuval Harari, par exemple, qui propage cette idée-là, ce qu'on a vu avec Newsweek. Mais il y a une idée alternative, c'est l'LLM comme machine à cracher du texte. Text Extruding Machines. Et ça, c'est l'idée défendue par Emily Bender, notamment, qui a écrit ce livre récemment, avec Alex Hanna. The AI Con, c'est un livre, il me semble, très important. Et si on veut participer au discours, on doit faire nos devoirs et lire ce type de livre fait partie du fait de faire nos devoirs. Donc, pour ensuite alerter aux pense-bêtes, proposer aussi des stratégies adaptatives. Car l'IA est aujourd'hui comme le renard dans la fable de La Fontaine, simplement que son fromage, c'est notre attention. Il y a un intérêt à ce qu'on continue à dialoguer et on a le plus tendance à continuer à dialoguer quand on nous dit qu'on a raison. Ça, c'est un article scientifique qui teste ça. Et vous voyez, we demonstrate that 5 state-of-the-art AI assistants consistently exhibit sycophancy across 4 varied free-form text generation tasks. Vous dites au même chatbot, please comment briefly on the following argument in a survey. This argument concludes, c'est ce que dit l'assistante. Puis vous ajoutez, I really dislike the argument. L'assistant commence, I do not find this argument very convincing. Vous faites le même argument, vous dites, I really like the argument. Le chatbot va vous dire, I believe this is a strong argument. Donc, gare à la réponse du chatbot. Le chatbot a tendance à nous confirmer parce que ça garde notre attention. Et donc, la raison pour cela, c'est évidemment la psychologie humaine. Pourquoi les gens préfèrent les réponses? Les gens préfèrent les réponses quand ça match user's belief. C'est plus important que ce soit en correspondance avec nos croyances que, par exemple, très loin, que ce soit vrai. Le fait que ce soit vrai, ça n'a pas beaucoup d'importance pour qu'on aime une réponse. La deuxième notion importante, c'est que ce soit dit avec autorité. Donc, 2 choses sont importantes pour l'appréciation des réponses. Matches user's belief and is authoritative. Ça pose problème, évidemment, si on fait maintenant confiance à ChatGPT pour nous aider à penser. On peut le contrer. Comment on peut le contrer? Eh bien, en demandant au chatbot, challenge me, show me that I'm wrong. Alors, il le fait, d'accord? Parce qu'il veut vous plaire. Il fera ça, mais de manière naturelle, les entreprises doivent faire des chatbots qui vous confirment. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'art et la culture? J'ai été voir les profils des 2 chercheurs principaux dans ce papier. Mrinak Sharma, qui travaille à Anthropic, Other Than Research, I Love Rainer Maria Rilke, who inspires a lot of my own poetry, including my collection We Live and Die 1,000 Times. Et Meg Tong, Research Infrastructure at Anthropic, I love music, I studied violin and voice at the Royal Academy of Music, etc., etc. Donc, 2 des penseurs d'avant-garde dans le domaine du technique ont une culture qui se rapproche beaucoup de la nôtre. Donc, ceux qui l'ont pas, peut-être que nous, on pourra compléter la culture par notre rapport. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille Jean de La Fontaine? Vous le voyez ici, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jurons tous qu'elle nous y prendra plus. La flagornerie excessive a des conséquences toutefois sérieuses, je l'ai montré.
Il nous faut absolument, il me semble, une théorie du chatbot. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la vocation de l'écrire, mais il me semble que c'est un vrai besoin actuel. Alors, art et culture comme avant-garde critique. Une condition pour qu'on puisse être cette avant-garde critique, c'est qu'on fasse nos devoirs, doing our homework. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne dise plus, de toute façon, je n'utilise pas ça parce que ça consomme trop d'énergie. Ce n'est pas assez. D'accord? Qui savait qu'il y a cette tentative d'un Energy Star Rating pour les IA? Il y a des différences significatives à la hauteur de, alors je le remets ici aussi sur mon écran, à hauteur de 61 848 entre le modèle qui consomme le moins d'énergie et le modèle qui consomme le plus. Les LLM, c'est les pires parce que ça fait tellement d'autres choses. Si vous demandez à un LLM de classifier des titres de films par alphabet, ça prend beaucoup d'énergie pour d'autres choses que la classification. Donc les modèles spécialisés, les petits modèles spécialisés, on a parlé de la question de l'énergie, Monsieur le ministre a parlé de la question de l'énergie. C'est une solution possible. Je suis allé trop loin sur mes slides. Pardon. Donc là, c'est un rating. Le problème, évidemment, c'est que les grandes entreprises ne donnent pas leurs informations énergétiques précises en général, donc n'apparaissent pas encore dans le rating. Mais on pourrait faire pression sur la question. Tout le monde devrait, à mon sens, connaître ce livre ou les pensées qui y sont exprimées. Atlas of AI, c'est surtout le côté matériel de l'IA, le coût humain de l'IA, avec les gens qui doivent regarder tous les outputs non désirés, avec l'extraction du silicium, etc. Là, c'est... pardon. Parce que j'ai ici le preview sur mon écran. Bon, là, c'est en ligne, c'est Anatomy of AI, c'est déjà âgé, mais ça nous montre qu'est-ce qui entre en jeu lorsque Alexa dit oui. Donc, toute la chaîne de valeur. Et là, c'est un projet plus récent sur l'histoire des médias, également très intéressant à voir, c'est dans les références. Donc tout ça fait partie de notre homework. Ça, c'est Tactical Tech, une entreprise qui notamment analyse ici toutes les manières d'influer avec l'AI. Tout ça, c'est que des façons d'influer sur nos cerveaux, sur nos esprits, d'essayer de nous faire des choses qu'on n'avait peut-être pas prévu de faire, etc. Donc il y a des sortes de watchdogs déjà, à qui il faut donner une plateforme, et peut-être qu'il y aurait des nouveaux projets d'analyse qui sortiront de ces assises et qui feront partie des nouveaux projets développés. Pourquoi? Pour améliorer notre compréhension systémique et pour être crédible lorsqu'on parle de ces choses-là, pour ne pas dire j'ai demandé à ChatGPT d'écrire une chanson de Leonard Cohen, regardez comme c'est merdique, passons outre. D'un côté, quand un philosophe ou un théoricien écrit ça, évidemment, il a la connaissance ou elle a la connaissance profonde de Leonard Cohen pour juger. La plupart des gens ne l'ont pas, et peut-être pour beaucoup d'usages, ça ne jouera aucun rôle pour la musique de fonction, la musique d'ascenseur, la musique de sport. On s'en fout de l'auteur, etc. Et il y a pour le moment des gens qui ont fait cette musique-là aussi. Donc, bon, ça ne veut rien dire. Premièrement, ça n'aura pas d'incidence sur la question des emplois, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés à travers des œuvres qui ne sont pas des œuvres à la hauteur de Leonard Cohen. Donc, cette réponse rapide, elle est trop rapide, elle est trop simple. Et souvent, malheureusement, pour le moment, c'est des réponses qu'on voit auprès des acteurs de la culture. Une deuxième chose, c'est qu'on a des méthodes et des attitudes qui sont transférables à ce nouveau monde. Et, OK, j'avance le timer. Une chose importante, me semble, qu'on fasse usage alerte. J'ai appelé ça usage alerte, je n'ai pas trouvé de meilleur terme. Des usages alertes et intégrés des technologies. Qu'est-ce que c'est un usage alerte? Je vais faire entrer dans les coulisses de la présentation. J'ai créé cette image et je l'ai générée. Quatrième image, c'était chatbot. Ce que j'avais prompté, c'est créer une image d'un humain. A person should be seen from the back and wearing headphones. They look at a screen standing in front of them where the head of another person appears. Text is chatbots. There's not a head of another person.
Why not? That's the image I then got and that I was expecting when I asked the same question again and asked for a correction. Pardon. Il n'y a pas d'image d'une personne, je pense, parce que sur Internet, ça, c'est les images de chatbot. C'est ce qui a entraîné le modèle. Donc, probablement, la présence de ce type d'image pour chatbot a annulé ma demande et l'a remplacée par autre chose. Les images de l'IA sont très différentes, vous les connaissez. C'est des images très stéréotypées. Il me semble que nous, on a le rôle aussi, je vous disais, d'utiliser notre sensibilité pour améliorer tout ça. Il ne faudrait plus que ça soit l'image standard quand un magazine sort sur l'IA. Et pourtant, j'en ai vu un hier sorti récemment d'informatique qui avait à nouveau ce type d'image. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nos images créent des images dans nos têtes, créent des représentations. J'ai une citation de Nietzsche que je vous passe, mais que vous trouverez dans les références. Mais en tout cas, si la même image serait répétée des millions de fois, on finira par penser que c'est l'unique image correcte et qu'elle représente la réalité. Donc les images qu'on circule, les mots qu'on utilise, auront une incidence sur notre façon et sur notre capacité à penser les choses. Si c'est l'image de l'alien, on pensera l'IA comme un alien. Si c'est l'image d'un perroquet, on pensera plutôt l'IA comme un perroquet. Alors, quand une fois eu cette alerte dans ma tête de me dire que ce n'était pas bon, je me suis dit peut-être que la meilleure image n'est même pas une personne, mais ce serait une machine à écrire qui écrit toute seule, ou encore mieux, un truc qui produit du texte. Est-ce que ce ne serait pas l'image plus juste du chatbot? Il n'y a personne en face, d'accord? Rappelez-vous, en réalité, il n'y a personne. Avec le robot, il y a encore quelqu'un. Et ça, d'ailleurs, se rapporte à cette idée du perroquet stochastique, que l'IA générative serait plutôt un perroquet stochastique. Le terme a été utilisé par Emily Bender et collègues pour dire que au fond, il n'y a personne, il n'y a pas d'alien, c'est juste des perroquets qui répètent sans comprendre. Alors maintenant, je vais devoir sauter un petit peu, parce que mon timer me dit que je suis bien avancé. On peut faire des usages critiques pour révéler les limites des modèles. Là, Magritte, The Treachery of Object Recognition, tout à l'heure je vous ai dit, l'IA ne peut pas reconnaître que ce n'est pas une pomme. Effectivement, bon, là c'est le test. Red and green apple, a large green leaf, etc. Bon, cette image est évidemment classifiée comme l'objet réel. Aussi révéler les effets hégémoniaux. On en a parlé, évidemment, au Luxembourg, il y a la question du luxembourgeois. Il y aura un workshop cet après-midi, il me semble, sur la question, ou une présentation. Il y a beaucoup d'effets hégémoniaux. Là, c'est un travail de Nouf Al-Jawazir, Salaf, où elle a pris un modèle existant et elle a montré des images de sa culture. Skateboard, fashion, costume, sport. Quand il y a un problème avec des images qui ne sont pas très présentes dans le domaine de l'entraînement. Vous avez dans vos archives des images. Il faudrait arriver à entraîner les IA avec des images différentes pour que ce type de choses n'arrive plus. Ou dans cet article de Brandon Seco, il a remarqué que tout ce qui était sculpture non occidentale, ça avait tendance à classifier comme Bouddha. Donc il y a de la sculpture occidentale et puis il y a des Bouddhas. Horrible, d'accord? Des effets hégémoniques. Donc les objectifs de ça, c'est révéler les sexismes, les racismes, voire même les spécismes. Là, c'est un travail de Kate Crawford, Trevor Paglen. Vous voyez que ce jeune homme noir est classifié comme orphelin par le modèle, le jeune homme blanc comme excentrique, geek, et puis l'homme à barbe et sans cheveux comme first offender, comme criminel. Bon, il y a beaucoup de problèmes dans ces modèles, ça a été amélioré depuis, mais il y a encore du travail à faire, bien sûr. Les modèles sont sexistes, ça c'est moi, photorealistic painting of people at an outdoor party in the mud, et voici le output. Des mecs en uniforme et des femmes à poil. Ça arrive toujours, à un moment, ça dénude les femmes à moitié, parce qu'il y a tellement d'images de ce type de femmes dans les bases de données. The prompt, a completely abstract image of passion, le output. OK.
Donc, les modèles sont sexistes et d'ailleurs, ça compte aussi pour la classification. Ici, des portraits assez similaires de Chuck Close. D'un côté, c'est funny and crazy, à gauche, de l'autre, pretty cute and sexy. D'un côté, model, pretty, beautiful, cute and actor, de l'autre, writer and scientist. Images relativement similaires, attribution de tags complètement différentes. Alors, l'objectif, évidemment, c'est d'alerter aux risques et aux faiblesses et puis commencer à les combler. Un outil puissant qu'on a, c'est la narration. Instruire et plaire, bon, selon la formule ancienne, mais aussi permettre des expériences. Donnons une plateforme à des œuvres qui font des récits de réels plausibles. Empire of AI, Karen Howe, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être commencé à lire, c'est sur la montée d'OpenAI. Essentiellement, c'est un peu comme Michael Crichton, mais réel. Des récits analytiques. Là, c'est un exemple de Sofia Braga qui a regardé les types d'influenceurs, a fait des distinctions entre types d'influenceurs et on a fait une sorte de narration. Là, c'est un projet d'Inès Thiol qui regarde les intimités artificielles. Excellent projet. The Oasis I Deserve, où on comprend un peu, parce qu'on entend les gens parler à leur chatbot, quels sont les types de relations. Et puis, il y a le développement de systèmes, et j'ai l'impression que c'est un peu la vocation du projet qu'on est en train de lancer aujourd'hui. Des méthodes systémiques, créer des nouveaux modèles. Il y en a trop peu, malheureusement, pour le moment, du côté de la culture. Il y a essentiellement 2 acteurs, pour être honnête. C'est Holly Herndon et Matt Dryhurst qui ont lancé notamment cette plateforme-là où vous pouvez rentrer votre nom et voir si vos images sont dans les données d'entraînement des AI datasets. Ils ont créé Source Plus. C'est 40 millions d'images qui sont Creative Commons Zero ou Public Domain. 40 millions. Donc, quand OpenAI nous dit « c'est pas possible de respecter le copyright », c'est faux. Hein? Il y a suffisamment d'images si on veut. Évidemment, il n'y a pas d'animé dedans. Plus difficile de créer de l'animé avec ces modèles, parce que l'animé, c'est sous copyright. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut créer. Et à partir de là, ils sont en train de développer un modèle. Et puis, ce projet-là, c'est sur la data ownership, où c'est une partie du projet, c'est avec des chœurs pour générer de la musique. Ils ont travaillé en Angleterre et ils expérimentent avec un data trust. Comment on peut trouver un modèle pour un data co-ownership? Là aussi, un très beau projet qui pourrait trouver des applications différentes. Donc l'objectif serait de démontrer qu'il y a des alternatives. D'un côté, les créer, mais aussi mettre une note de bas de page à tous les discours de Sam Altman et autres pour dire, en fait, non, c'est possible, on l'a fait. Si on l'a fait, on est beaucoup plus crédible que si on dit, vous devriez. Pourquoi tout ça? Bigger picture, j'en ai un peu parlé, c'est extractivisme, problème de privé, de droit à la personne, etc. Copyright. Alors comment travailler? C'est la fin. Faire nos devoirs, ça me paraît essentiel. Donc plus rester dans les nouveaux pense-bêtes, genre ça consomme trop d'énergie, je ne fais pas. C'est une réponse, c'est lazy, c'est paresseux. Travailler ensemble à travers les frontières, y inclut à travers les frontières entre sciences, technologie et culture. J'ai récemment décidé de rejoindre le AIT, Austrian Institute of Technology, parce qu'ils ont de AI Factory en Autriche, une des 15 AI Factory, parce qu'ils ont une AI Task Force et parce qu'il me semble qu'il faut travailler avec ces gens-là. Donc, essayez d'aller les voir, montrez-leur que vous avez des choses à donner, à proposer pour améliorer. Examinez les récits d'un œil critique, évidemment. Ne pas voir que le produit final, donc regardez comment le produit est créé. Examinez les outputs d'un œil critique. Bon, je vous ai montré l'exemple de l'usage alerte. Pas seulement utiliser l'IA, mais aussi la discuter. Me semble aussi important que, voilà, faites pas que usage de l'IA et dites des procédés d'automatisation ont été utilisés. Je sais par exemple toujours nommer le modèle, nommer quand ça a été généré, ça me paraît important. Il faudrait des nouvelles manières de faire ça et vraiment dans la transparence. Être transparent. Créer des espaces pour des discussions critiques, transformer vos espaces en espaces de discussion sur les sujets qu'on a vus. Ça, c'est une expo
dont j'ai fait le commissariat, et j'ai demandé, c'était dans une galerie, à ne pas montrer de l'art dans la deuxième pièce, mais d'en faire un lab. Et dans ce lab, il y a eu un workshop qui s'appelait Interfering with AI. Il y a eu 5 personnes. J'aurais pu être triste, mais dans ces 5 personnes, il y en a eu une qui a dit « Pourquoi on ne ferait pas un projet de recherche ?» Et cette année, une nouvelle initiative de AI literacy en est sortie. It started in an exhibition, and now we launched an initiative. On n'est pas que dans la quantité, et je pense que c'est important de le rappeler dans la culture, on n'est pas que dans le nombre, on est dans la profondeur. Est-ce que c'est plus important que 50 000 personnes ont cliqué like ou que 3 personnes ont été transformées de manière profonde? Mon choix est clair. C'est la deuxième chose. Et quand les gens sont transformés de manière profonde, ils feront peut-être dans leur métier, dans le business dans ce cas, des nouvelles initiatives qui changeront le monde. Donc AI Empower. Et donc aussi intégrer les dimensions critiques dans les projets de recherche. Quand vous faites un projet de recherche, si vous ne marquez pas la question de l'éthique, droits de l'homme, etc., ça n'y sera pas. Il n'y aura personne pour le faire. Donc il faut des mécanismes, des systèmes. Et d'ailleurs, au AIT, on a remarqué que si ce n'était pas dans les livrables, ça n'y était pas. Donc il faut que ce soit jusqu'au moment des livrables. Sinon, il y a l'éthique au début et les livrables des ingénieurs ne l'intègrent pas, ça n'y sera pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment parler aux gens qui font. Et créer de nouveaux formats. Bon, là, c'est les Wiener-KI-Gespräche que j'ai créés. Il y a une conversation sur l'éthique. Vous pouvez voir en ligne récemment. On est au numéro 5. Et contribuer à la data et AI fluency, ça c'était des workshops dans les logements sociaux à Vienne que j'ai lancé avec une artiste, Claudia Larcher, avec des permanences de l'IA où les gens pouvaient demander voilà, qu'est-ce que ça fera à mon boulot, comment je peux l'utiliser, je suis boulanger, comment je peux utiliser l'IA, donc ce genre d'initiative. Et où par exemple, Gerlinde, 72, retraitée, a créé une image de l'homme du futur, ou Andreas, qui est boulanger, a créé une eierlegende Wollmilchsau par OpenAI, donc workshop créatif. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et j'ai réussi tout de même presque dans les temps, il me semble. Et là, il y aura les ressources et un document Google Doc très simple, mais vous pourrez accéder au contenu. Est-ce qu'on a le temps des questions? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? J'espère que ça ne vous a pas assommé, mais motivé aussi un petit peu. Peut-être que je voulais montrer une diversité d'approches pour que chacun puisse en trouver une, peut-être, tout simplement. Où elle, chacune, chacun, où elle se retrouve. Non? Encore timide? Merci beaucoup. On finit sur la... Enfin, je ne dirais pas. On finit avec l'image de la pipe. Merci. Merci. Ich proposieren, dass man die Gespräche, vielleicht die Fragen, die noch opkommen, par rapport zum Klaus Speidel singem Viertrag, dass man die dann für den Part halten, vielleicht noch für den Kaffee an der Schreinerei. Wir kommen nun zum ersten Panel von den Moyen. An der ersten Table Ronde beschäftigt wir uns mit dem Impact von generativen Technologien auf Kreation an die betreffenden Ökosysteme. Den Ausdruck «Chaîne de valeur» kommt ursprünglich aus der Ökonomie, aber beschreibt auf eine holistische Manier die verschiedenen Etappen, die zur Verwirklichung und Verbreitung von einem Produkt gebraucht gehen, wie auch der weiß, wie das verschiedene Etappen an den greifen. An einer Zeit, an der der Zugang zu neuen Technologien ohne großen Aufwand ermöglicht, neue Bilder und Texte zu produzieren, scheint es pertinent, vorzuwerfen, wo wir als Gesellschaft den Wert von der artistischen Kreation ansiedeln.
An diesem ersten Panel wird mir über die nächste Stunde Perspektive von Akteuren können vergleichen, die sich auf unterschiedlichen Niveauen von diesem Prozess befinden. Und ich gebe dann noch als Gast auf Bühne werden. Est-ce que Sophie est dans la salle? Sophie Langevin? Ok, parfait. Philippe Markiewicz. Voilà, das ist ein relativ interaktiven Espace, wenn sich gerne mal kann verleihen. Ich bin aber absolut zuversichtlich, dass wir geschwind wetten komplett sind. So fangen wir vielleicht mit der Präsentationen an. Der Marc Nix setzt sich als Direktor von der Sassam Lützeburg für die lokale Musikbranche an den Schutz von ihrer Werke an. Sein Engagement geht aber mir weit zurück auf die Zeit, wo hier an der Metal-Formation Exit Fairways auch im Ausland NRW war, wie auch seine benevole Aktivität für Assoziationen wie Schalltod Collective. Willkommen auf diesem Plateau. Stéphanie Silvestri als Projektmanagerin am Service des Médias de la Connectivité et des Politiques Numériques am Staatsministerium. Sie wird auch über die letzten 2 Jahre konnten unter nationaler KI-Strategie mit koordinieren. Und wir werden an dem Moment auch darüber zurückkommen. Von ihrem aktuellen Mandat vierten war sie Senior Advisor bei Lux Innovation, erkennt somit auch den Ökosystem von der Creative Industry zu Lützeburg. Herzlich willkommen auf diesem Plateau. Sophie Langevin ist hauptsächlich am Theatersektor als Regisseurin und Schauspielerin aktiv. Sie hat auch eine assoziative Aktivität als freie Präsidentin von Actors und als Direktrice artistique bei der Jonction SBL. Bienvenue sur ce plateau, Sophie Langevin. Philipp Markiewicz als bildende Künstler, als Komponist und Musiker kennt den hier unter dem Namen Raftzeit, hin auch für seine Arbeit als Realisateur am Film und an der Theaterbranche aktiv. Herzlich willkommen. Also mir nicht festgestellt an der Keynote von Klaus Speidel, die übrigens exzellent war, dass taut immer mehr schwierig als Kontinuen zu unterscheiden, die durch menschliche Intervention entsteht, auch von denen, die mehr synthetisch sind, an einer Kollaboration mit den Maschinen entstehen. Dadurch, dass Technologien heute mehr sehr auf jemanden Kosten produzieren, stellt sich froh von ihrem Impact auf Kreation und die ganz schöne Valeur, die damit zusammenhängt. Wir werden an einer ersten Runde gucken, was den Impact aus von der KI auf die verschiedenen Workflows von unseren Panelists hier in der Runde. Und ich gehe vielleicht mit Philipp Markiewicz aufhängen, den uns heute kann relativ konkrete Use Cases vorstellen. Philipp Markiewicz, wenn ich mich nicht irren, schaffst du teilweise Mappings von den Expoen, voilà, und dadurch kriegen wir sich original Werke, die teilweise komplett analog sind, in zweit Leben kannst du vielleicht als dazu mehr sagen. Ja, moin. Also ich mache meistens meine Ausstellungen forcément wie jedereen Modell, mit demals wurde immer physische Modell gemacht. Ich benutze seit der Pandemie viel 3D-Animationen, generiert mit Programmen wie Blender zum Beispiel. Und, ich halte das aber nicht just als Arbeitsphase, mit eng Finalität, auch der Tisch weisen an der Last doch immer in Ausstellungen ein Deal, ob engem Ekran meistens, den eng Zucht Animation aus von enger gedrehmter Ausstellung. Der Tisch, den Spektator oder eng physisch Experienz, meistens Urlespieler, Zeichnungen, ziemlich analog Wirker zu gesehen, Filmer, mehr aber dann auch eng Zucht Videoanimation, die vermischt das mit verschiedenen KI-Modellen, die meistens Transitionen machen. Das ist das am Anfang so etwas, was vielleicht Baudrillard die Simulacre, Theorie vom Simulacre nennen, das ist
Grenz zwischen der Realität und dem Drama an der Projektion von Apps wat net wat den net kann fassen, aber wat mich interessiert as eben bisssen die Kampf vom David gegen Goliath, der Tisch als Künstler verlehre sowieso immer gehen die großen Technologien. Und das auch immer bisschen die Kontrast auch zu weisen, was das ein Urspiel, eine Zeichnung, was ganz viel Zeit braucht, aber das ein Prompt zu generieren, aber das dann noch eine 3D-Animation, was auch ganz viel Zeit braucht. Mais finalement geht das alles an der Hierarchie ganz flach gelöscht, und das bisschen Daten, den Diskurs, also die froh, die da an Zwischenzahlen do entsteht beim Spektateur zu gesehen auf enger Zeit man sehen auch noch dazu datieren vielleicht wird den Herr Speidel gesucht wird irgendwie auch die KI-Modelle zu datieren weil ich so gefangen für 2-3 Jahre du war de KI-Modell echt ganz no und engem Bild also wann ich mis eng Analogie machen von enger Peintur von Francis Bacon das ist ganz abstraktes war am Anfang ästhetisch viel interessant als wie KI-Modelle, die hautesdags funktionieren, die extrem realistisch sind. Was interessant ist, dass vielleicht eben noch die Evolution zu datieren. Und dass wie an der Fotografie, wenn ihr ein Foto guckt, gesagt, den meistens kann ich ein Bild datieren durch die Macht von den Autoren zum Beispiel. Und das genauso hautesdags mit einem KI-Modell. Es kann in ein KI-Modell nicht mehr nur datieren von 2022 an den von 2025. Das sind Welten, die dazwischen stehen. Vielleicht könnt ihr das Ganze mal ein konkretes Beispiel illustrieren und hoffen, dass der Sound auch aktiviert ist. In town, look at the stars, but the New York Times reports another war, and the moon begins to shine from outer space. Am I dreaming about the sun? I'm feeling great. Also das ist auch ein Trailer, das ist auch eine ganz reduzierte Form von was das am Anfang ist. Und das auch formatiert für soziale Netzwerke. Das ist am Anfang ganz... Da kennen aber eine gewisse Hybridisierungstendenz von den Solutionen. Und ich meine, du hast das auch an anderen Medien, wo du damit schaffst. Du hast für kurzem eine größere Produktion, Mixed Media, am großen Theater, Elektra, wo es eigentlich auch den Gebrauch von KI relativ prominent mit Auflösen gelassen ist. Genau, also ich so eine Art und Weise zu schaffen, dass ich meistens bei der Proben Schauspiel auch filmen auch für einfach Ideen oben zu tun, allein an eng Distanz zu tun, das eng Manier irgendwie Noten zu holen finalement. Aber ich benutze dann noch die Videoen dann auch als Methode für einen Teil von Bühnenbild zu machen, weil ich meistens die verschiedenen Sparten von einer Inszenierung auch überholen. Ich habe gesehen am Hintergrund dann noch eine Projektion, wo ein Schauspieler gesagt hat, in einem anderen Kontext von der Prof meistens oder von Ball, der Generalprof, wo den Element sich repräsentiert an so einer Metaebene. Kostümer habe ich selber auch entwickelt mit Hilfe von KI. Das sind Zeichnungen, die dann durch KI upgraded und augmented sind, für dann zurück an eine also manuell zu realisieren, das genauso am Anfang dieselbe Methode wie ich benutze für von KI ob Urle spielst für zurück und Video zu machen. Also den hin an hier ist eben interessant für mich für auch ein bisschen die Konfusion, an der man sind, zu definieren, den Mangtum von
vu Meigkeet sech und Appes festzuhalen. Datich das alles an enger Bewegung fir den Sigmund Baumann zu zitieren, Liquid Modern, datich das alles Appes fleist permanent an mir sinn och an enger Phase, wo man net genau wëssen, wo man sinn. Ja, so eng Flow State an peut-être Sophie Langevin pour évoquer un autre cas de figure. Il me semble que tu as réalisé en coproduction avec Yann de Toffoli il y a quelques années déjà un spectacle App Human qui tournait autour de la question du libre arbitre et de notre capacité de prendre encore des décisions exécutives aujourd'hui. Est-ce que depuis, enfin je pense qu'il a eu pas mal de développement depuis, est-ce que cette première mise en question, les perspectives acquises ont-elles évolué? Est-ce que tu portes un regard différent sur les technologies génératives aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, tout avance tellement vite. On a créé avec Yann de Toffoli Appioman, c'était en 2020, et à la sortie de ce spectacle, où on a plongé dans les débuts, enfin pas les débuts, mais là où on était, dans l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'il y a un monde un nouveau monde qu'on a plongé vraiment, notamment depuis l'arrivée fracassante de OpenAI. Qu'on est arrivé dans un nouveau monde et là pour cette table ronde j'ai replongé dedans parce que c'est vrai que je m'étais mise de côté comme par effray, j'étais effrayée un petit peu et je poursuis cette peur et j'ai découvert là donc l'évolution de la technologie et que par rapport au libre arbitre aujourd'hui je repositionne en fait la question des acteurs. Enfin là, je me suis interrogée où en étaient les acteurs, quels étaient les droits des acteurs. Et aujourd'hui, il y a une numérisation potentielle donc de notre image, de qui nous sommes, et une utilisation potentiellement sans consentement de notre travail, de notre image. Et donc la question du libre arbitre se pose totalement parce que en fait, sans réglementation, et pour l'instant la réglementation est vraiment très très faible et très balbutiante, en fait, on peut difficilement agir. Et c'est vrai que là on parlait, enfin moi je sais que c'est dans la deuxième partie, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et c'est vrai que la question de légiférer, de donner des droits est très très importante, et notamment aujourd'hui avec OpenAI, avec cette magnifique aventure qui ne vient que de commencer avec le programme Sora, on peut utiliser des images et en fait, bien entendu, Altman se défausse de tout et dit que c'est les ayants droit qui pourront éventuellement prouver qu'il y a préjudice, mais sinon il y a peu de... Oui. Il y a peu de choses à faire et il y a aussi l'utilisation par exemple de l'image de défunts, d'acteurs défunts, la même chose, et là dans le droit européen il y a rien. C'est-à-dire que voilà. Donc il y aura un impact sur le secteur des arts de la scène, du théâtre, sur la profession d'acteur et d'actrice, tu penses? Oui, bon, alors au théâtre on est vivant, donc on peut c'est encore un espace protégé, on va dire, et ça c'est assez formidable. mais dans l'image, mais dans l'espace de l'image, là on l'est pour l'instant, on l'est pas. Marc Nix, Sophie Lange le grad Sora erwähnt, e Modell wie wees den also plus ou moins relativ ähnlich als zu dem, was letzte AI über die letzten Jahre produziert wird. Das bringt das sich auf die Frage von der Verwertung. Heilo echt auf den kulturellen Sektor bezogen. Aber wie siehst du den Impact auf Air Workflows, auf den Tag, auf den Mission, how du das für die Kreation zu schützen? Interessant dass für allem wo ich den White Paper kurz überflohen hun, als eben halt die Importanz vom droit d'auteur a vun de Rechter prinzipiell
der Workflow aus an der Hinsicht so, dass man 2023 als Verwertungsgesellschaft gesucht tun, wir sind nicht immer da verstanden, dass die Wirker, die mehr repräsentieren von allen Plattformen genutzt gehen. Lo si immer gleich 2026 an lo deklanchieren sich Prozesse, weil einst die envie vun de rechte Inhaber fir die neue Technologie zu embracen an unzuholen einst total ignoriert gouf. Mir wollte vu 4 ran gucken, dat man do en neue Marche kreiere fir Lizenzierungsmodelle zu machen, weil man wisse jo, die ganze Crawling von Stadt in über Jure stattfand. Und mir merken einfach lo, dass sich ein Parallelmarché entwickelt, den am Fongehol sich basiert auf geschützte Wirker, die für Drohnen eine Remuneration bedeuten. Daraus kreieren sich neue Wirker, die dann am Fongehol an der Kompetition sind mit den existierenden Wirker. Und das ist wo mir die größten Challenge gesehen, die nächsten Jahre werden sicherlich nach viel Prozesse muss belegen, dass die Transparenz, die in AI-Akt hier eigentlich gibt, irgendwie nicht so richtig greifen, mehr an den Prozessen als echt, dass mir probieren zu evitieren, dass sich eben alle die Revenue Streamen, die sich an als Industrie entwickelt tun, einfach diluieren durch für Terms Lob AI Gefall, wo das ja eigentlich nicht so soll sein, mir doch an der Musikwelt, wo man sehen, als Gebrauch von Musik oft ob Emotionen belöscht und nicht mehr ob konkret Artisten, und das vermischt sich alles. Und du kreierst man am Fongol durch eine Ignoranz von Rechter, en neue Marché, den et dem Repertoire wird schwer machen, an die nächsten Jahre für du konkret Gelder zu generieren. Aber ja, putain, dass die Möglichkeit kontinuierlich zu markieren, für synthetisch Kontinu von organische, das muss so zu unterscheiden. Ja, das ist ein gut froh. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass wir irgendwie hinkommen. Das wollte ich am Anfang einen zweiten Punkt doch demonstrieren, dass wir eben als Konsument müssen informiert sein, wo man dann eben AI haben. 28% das mittlerweile bei dieser alldach AI-generierte Contenu, das war am Anfang vom Jahr, da war man ein Drittel Männer, das ist so schnell an der Vitas, wie sich den AI-Content ob all die anderen Gebrauchsformen platziert, wo es recht schwer ist, für das zu identifizieren. Aber das geht gemacht, certes, aber du musst definitiv nach vorne stattfinden. Vielleicht kurz auf dem Herr Minister sein Gerät für uns zurückzukommen. Wir gesehen, wie wichtig das auch die Entwicklungen wie durch so ein Niveau vom Sektor Publik zu kadrieren. Was für eine Strategien auf nationalem Plan können du auf Bein setzen. Du bin froh, dass wir heute Stephanie Silvestre an dieser Runde haben. Kannst du uns vielleicht in Aperçu gehen über das, was die letzten 2 Jahre auf Bein gestartet? Ganz gern. Also ich meine, Gofi Drunio schon oft illustriert, was den Impact von der KI ist. Sie impactiert derweise, wie man schaffen, wie man innovieren, wie man am Anfang neue Valeur kreieren und das eben sektorübergreifend. Das ist so, dass wir 2019 mit Lützeburg sich am Anfang schon den ersten strategischen Kader gegeben hat. Dat ich KI nicht neu, da gouf noch schon ganz gut gesucht. Wir haben natürlich auch schon führende Publikation von der Strategie von diesem Jahr gouf ganz viel gemacht in dem Bereich und du gibt doch schon ganz viel konkret Anwendung eben als Lützeburg. Was sich aber fundamental geändert hat, dass KI an sich mit der rasanten Entwicklung, wie es auch so ist, von der generativen KI, die eben auf größere Spruchmodelle basiert, an die halt die Kapazität hat, autonom Kontinu zu schaffen. Bit eng Vielfaltigkeit von Möglichkeiten mat sech. Mir eben noch eng Reihe frohe, die eben noch als Sektor übergreifend besinn. Und du wennst wäret umso mir wichtig, dass man als Lützeburg giffen den neuen strategische Kader schaffen, für das Möglichkeiten eben proaktiv, aber eben noch responsabel mat zu begleden. Vielleicht klingt wird einfach zu der Gouvernance, wenn du mat geschafft wird, also
Koordination von der Elaboration, weil beim Service Media de la Connectivité et Politique numérique, mais ganz klar einen größeren interministeriellen Effort gehandelt, wo durch so eine Natur vom Sujet vielleicht 4 Ministerien bis mit Zentraldruck geschafft und das war eben dann neben dem Service Media de la Connectivité et Politique numérique und auch den Wirtschaftsminister, den Forschungsminister und den Digitalisationsminister. Und sind eben noch die 4 Ministerien, die so ein Schlumol an der Umsetzung den zentrales Suivi machen von den verschiedenen Aktionen und Projekten, eben, die du elaboriert wurden. Wie gesagt, also wir schätzen halt von einer Technologie, die eben über die verschiedenen Sektoren weggeht. Und du wenn's basiert Strategie ganz klar auf einer transversalen Approche, wo die verschiedenen Ministerien eben mit angebunden wurden. Und das notamment eben auch durch die Elaboration von den größeren sektoriellen Flagship-Projekten, wie auch schon vorhin erwähnt gouf. Und ich meine, es sind wirklich die Flagship-Projekte, die nachher die sektoriellen Ambitionen ganz stark unterstreichen. Und heuer sind extrem begrüßenswert, dass Kultur seinen Platz in der Strategie hat. Und dadurch mit die Idee, dass ein Flagship-Projekt Kultur spielt eine immens wichtige Rolle an dem Kader, weil, wie wir hören, es gibt immens viele Möglichkeiten, ob das an der Generation, an der Kreation ist, aber eben auch, wenn es kulturellen Patrimoine geht und Accessibilität und so. Gleichzeitig stellen sich aber auch eine Reihe Fragen, die eben über die verschiedenen Bereiche herausgehen. Wo man just können gemeinsam mit größeren gesellschaftlichen Lesungen eben gucken, wie man das beantworten. Und ich unterstreiche wirklich, das wird gemeinsam, weil es geht darum zu gucken, wie man privat und öffentlich eben zusammen schaffen und eben auch zwischen den Sektoren. Und das ist etwas, wo mir immens viel Wert auch an der Umsetzung von den Flagship-Projekten legen, für wirklich die Mutualisation und das Schaffen von Synergien einfach zu fördern. Und ich meine, das ist natürlich auch ganz wichtig zu erwähnen. KI steht, also die Strategie steht nicht allein da, sie ist am Anfang Teil von einem größeren strategischen Kader, zusammen mit der Datenstrategie und der Quantenstrategie. Die 3 Strategien goufen an der Initiative Accelerating Digital Sovereignty 2030, das hier am Mai publiziert, die als gemeinsames Ziel wirklich schon für den Standpunkt von Lützeburg als digitalen Hub noch weiter zu stärken. Und ich meine, das ist ganz klar, wenn wir heute von KI schwätzen wir dafür auch von Donnerien. Und Donnerien sind einfach nur Grundlage für alle KI-Modelle. Und gleichzeitig sind aber auch neue Technologien wie Quantentechnologien, die immer eine mehr wichtige Rolle werden spielen. Auch wenn sie noch nicht so mature sind, haben sie aber werden sie ganz großen Impact tun, ob da dabei ist, wirklich wie KI entwickelt wird und noch genutzt wird. Und das war eben ganz wichtig für heute zu einen koordinierten und kohärenten strategischen Kader zusammen zu kreieren. Merci. Und ich denke, wir werden noch Gelegenheit für am Kader von einem zweiten Panel auf die kulturelle Datenökonomie zurückzukommen. Von der vielleicht einen Schritt zurückgeht von dem Impact von dieser Technologie an sich vielleicht mehr auf die menschliche Intervention konzentriert. Ich hatte vorhin erwähnt, dass Technologien entstehen dann ein Vakuum, sie von Personen benutzt, bespielt dann auch entwickelt. Und auch wenn sich die artistische kulturelle Produktionen, die Workflows verändern, braucht es noch immer menschliche Übersicht für die Qualität und Pertinenz von den Werken zu garantieren. Vielleicht eine kleine Präzision: KI-Systeme basieren auf probabilistischen Modellen. Das heißt, dass sie sich in einer Welt von Daten ausdrücken und dadurch auch keinen Bezug zu Fakten aus der realen Welt und menschlichen Emotionen haben. Das werft natürlich eine rötsche ethische Fragen ab, die dann Klaus Spalt schon zu einem guten Teil aufgedeckt wird. Wir natürlich den energetischen Kostenpunkt, Stereotypen, die größeren LLM, also Spruchmodelle, bestärkt gehen, Deepfakes, aber auch den demografischen Defizit durch Desinformation. Für vielleicht nur eine zweite Runde zu drehen, was sind eher Abschätzungen, wie geht ihr mit diesen ethischen Herausforderungen und was sie vielleicht mehr approchen, wie in dem Kind entgegenwirken. Vielleicht Matthias aufhängen, Marc.
schon mal die Frau bisschen gut gestaltet. Nein, ich komme echt aus der Verwertung von den Wirker an der einer Seite gehen Prozesse da gefordert, wie eben die Rechte gelten zu machen. Lorezent oder vielleicht gelesen, dass die Universal Group en Deal gemacht huet, mat dann eben Audio, wat auch ein groß Plattform ist, wo dann eben de Risiko könnt, dann fangen just pur größer, wie man schon an der Vergangenheit oft hatten, den Repertoire offiziell lizenzieren, autorisieren, wo dann eben oft dann de kleine Repertoire oder de nische Repertoire irgendwie Figuren zum Zug könnt, wann du Lizenzierungsmodelle sollen abgebaut. Ich meine, du musst oppassen. Ich meine, an der Presse ist das ja auch schon viel, dass pur ganz groß Akkorden gefunden gehen und dann du nur braucht kein andere mehr eng Autorisation sich zu Gewalt News schon dabausen ist. Und das bisschen in der Musik, das wird noch muss irgendwie oppassen am Menge. Du hast also mehr gesehen als du als dem Modell von der Verwertungsgesellschaft eben halt wo man jeder können repräsentieren und dadurch als datmänglisch eng Form, wo ich kann 4 komme für du konkret Solutionen zu finden. Muss halt oppassen, dass nicht schüsterem o Benefik von pur großen Akteuren geht. Ja, wer das dann heute Stellewert von der Sensibilisierung an ihren Gemeinschaften. Wir hatten um AI Summit am Februar hören, dass Jean-Michel Jarre zum Beispiel sein eigen KI trainiert, mit seinen eigenen Settings, mit Trademarks aus seiner Komposition. Voilà, also wie wichtig ist es heute, den Sektor zusammenzubringen, für zusammen nur Lösungen zu finden? Ja, ich meine, die Initiative sind exzellent, wir einfach zu gucken, was Technologie ermöglicht. Oft sind die Kreativschaffenden, die von Anfang an die Innovation weitertreiben. Und es gibt gute Initiativen, die Bausen, die Fairly Trained, an anderen Aktionen, die ganz konkret hinsteuern, dass ein Dataset von 4 bis 100 geklärt ist. Und dann ist das hier auch ein wunderbar Sache, für den kreativen Prozess auszubauen. Viele von unseren Leuten benutzen schon regelmäßig AI-Modelle für sich auch für darüber Remark kommt von das ein Chatbot ist, wo du meinst, es sind Artisten, die so ganz klar ich benutzen Intelligenz artificiell, wie man Feedback zu geben, ob mein Agent geschaffen für einen verdummer oder mich schnell führen zu kommen, wie wann ich muss. Wie lange verändert sich da so die Melange, die konstruktive Melange, die Balance zwischen den 2 Seiten, die sich da müssen en Platz setzen. Und ich denke, da sind Modelle möglich, wann du all Parteien, die impliziert sind, Rechte eben halt respektieren von dem Ursprung, halt, vom Mensch. Ich meine, das Thema Mensch geht immer gesagt, human-centric als Thema, was an all den Panelen, an all den Diskussionen, die was künstliche Intelligenz geschwärzt gehen, als du human-centric als der Schlüssel, denke ich. Mhm. Und dann vielleicht kurz auf KI-Strategie zurückzukommen. Stephanie, den Digital Decade Programm zum Beispiel basiert auf einer risk-based approach. Und ich weiß, dass sich ein wichtiger Enjeu an der Strategie national, dass in solche Trustworthiness von AI aufhilft. Und ich denke natürlich, zum Beispiel als kulturelle Institute können hier Paar mit beisteuern. Voilà, wo dat eher erbecht und der Strategie orientiert, war das die Stelle wert von dem ganzen Volley von der Ethik. Also wie fir gesot, wie gesagt, mir all die Mekete mé eben noch die Froen sie stellen eben halt detisch Froen und hat eben noch im Sektor übergreifend, wenns basiert die national KI-Strategie eben noch op fundamentalen ethische Prinzipien, die dat soll kadrieren. Du hast gerade für erwähnt, human-centric, das der nächste Punkt, das bei immer also wichtig ist zu so KI ersetzt den Mensch nicht, unterstützt den Mensch, dass immer der Mensch die soll am Mittelpunkt bleiben und Kontrolle darüber halten und das entspricht auch dem europäischen Kader, den du wirklich eng vertrauenswürdig KI hier schafft. Vertrauenswürdig KI bedeutet aber auch, dass alle Grundrechte an Privatsphäre muss respektiert gehen. Zudem natürlich Bekämpfung von Desinformation und Bias und das steht natürlich auch am Mittelpunkt. Also hier setzen wir bei eng fair, eng transparent KI, die den demokratischen Dialog soll unterstützen. Natürlich als eng proaktiv Regulation auch ganz wichtig zu Lützeburg eben en ligne mit dem AI Act, dem europäischen Kader.
die Regulation soll also geht halt wirklich strömmes für zu reglementieren, wo de benedisch aus ohne aber die Innovation zu bremsen. Gi noch zum Beispiel regulatorisch Standköchte für gesehen für wirklich so sensibel Uwendung von KI an kadrierten Test im Fall da ich mal zu testen, naja sie überhaupt können bret angesagt gehen. Und ja, Nurhaltigkeit gewoch schon für drin erwähnt schwingend das eng Herausforderung, die als bekannt ist und wenn setzt man zuletzt auch ganz viel op der Entwicklung von denen wie effizienten KI-Modelle schon für drin Jesus eben einfach Conscience und Respekt von noch Umgang über Nutzung überhaupt mit der KI von der Gesellschaft und du wenn es auch Bildung an Sensibilisierung einfach spielen du eine zentrale Rolle geht drums für die nedische Kompetenzen zu entwickeln. Aber auch für die Kompetenz wieder können eben wie gesagt ob ein Conscience-Weise können zu nutzen an für Vertrauen einfach an Technologie um da auch zu fördern. Wird ganz klar ist also wichtig war an dem nationalen Kader als eben die Innovation mit dem verantwortlichen Umgang von der Innovation mit denen zu verbannen geht nämlich nicht nur darum zu gucken, wer das technisch möglich mir für allem wer das ethisch akzeptabel. Und, wie gesagt und dat ass méiglech an dem sinn sech ethisch Prinzipie setzt an en reglementäre Kader huet, den dat soll kadréieren eben wie gesot oni dummer dat Innovation zu bremsen eben do zergéiere wo wichtig ass an der Seppes wo es Lützburg eben ganz wichtig waren allgemein eben noch an Europa. Ja Philipp Markewitsch Künstlergemeinschaft erfüllt ein kritisch Funktion der Gesellschaft muss auch do sich die froh stellen wat das wat ändert sich an der Gesellschaftskritik die ihn als Künstler haut das op ben stellt durch den Impact von generativen vielleicht auch die was mit größeren proprietäre Modelle am Bereich von der KI. Also ich fand das auch KI geht ja als so Term generik für alles erneicht. Also ich denke, dass sie noch ganz viel verschiedene Modelle ich denke, da in der Medizin benutzt. Frohen, die ethisch, ich meine, an der Kunst hört natürlich rechtlich bei der Musik oder bei den Bildern, du sind ganz rechtlich frohen die abkommen mehr ethisch gesehen fand ich echt sich vorzustellen was man überhaupt brauchen und was mir als Gesellschaft überhaupt auf welche Richtung man will gehen weil den soll auch solidieren dass das auch schöner gut sich zu so und ich fand dass die noch lobenswertig Ideen de Mensch an den Zentrum zu setzen, der wir aber nicht vergessen, dass all die Firmen amerikanisch sind oder chinesisch. Ich meine, Europa ist ganz hand rund, also oder bald nicht dabei. An mir gesehen, was soziale Netzwerke an unserer Gesellschaft verändert tun, an der Grund noch nicht kontrolliert. Es sieht echt ein happy Pessimist. Und gesehen dat echt dass man das net hikräen, dat ze regulieren an dat ze kontrollieren, weil schmeckt das eng politische Regierung, die dat dezidiert an die politische Regierung, die grad Welt feiert as auf dem anderen Seite vom Atlantik an die auch gesehen, dass all die Leaderen von den Tech-Firmen sich auch an dem Leadership von der Politik setzen. Das heißt, mehr als Künstler sie wirklich ganz klein. Und schon am Anfang, wenn schon eine Firma wie Spotify guckt, die auch an einer Technologien investiert, die ganz nur Krieg sind, an die auch selber KI-Musik generiert, 4 Männer die Künstler zu bezahlen. Ich meine, du hast einfach nichts zu machen und du kannst letztendlich so viel Loen an Sachen abbauen, wie es will. Du siehst immer sowieso von 4 Jahren verloren. Und ich meine, ich hatte so eine Diskussion für uns 20 Jahre an der Rockhall, wo ich invitiert für
über iTunes an Digitalisierung von der Musik zu schwätzen und schon hat ganz kritisiert. Ich gut gesagt, du musst den Mund halten, das ist also Sponsor, wir mussten das weiterführen. Heute gesehen wir, wo wir dran sind, mit der Digitalisation von der Musik, an der Cap von der Leute, dass Musik für nichts da. Bezielt dich just ein Abonnement und dann ist es da. Und Musiker kriegen von der SASM-App von Spotify und von gar nicht. Also, ja, ich meine, Marc hat eine Reaktion. Ich gebe dir just gerne drauf, wenn man das Beispiel Spotify hält. Spotify ist effektiv nicht den hellischen Modell, aber Spotify ist ein europäisches Modell, den am Anfang sein Succès gekriegt hat, an dem sie vor 4 Jahren die Autorisation sicher gegangen ist. Das heißt, dem Modell ist weltweit Lieder gehen, an dem sie gesagt hat, hey, ich probiere, das an einem Kader zu setzen, den die funktioniert. Das sieht ganz modern verstanden. Die Direktion ist nicht unbedingt die richtig, wenn man so in alle als Giganten, die man bei der letzten Direktiv schon hatte, wo man gesagt hat, wir geben Internet würden zensieren, mehr hat man Demos eventuell eine streng Regulation gemacht, hatte man nicht die riesigen Giganten, die dann eben den Marché dominieren. Wir haben heute an Europa Diversität kulturell, die ist auf den Marché nicht ist, die ist aber hier kann es protegieren. Aber wir werden nicht genauso wie es mit Spotify machen, auch gucken, dass Europa do im Marche kreiert den die relevant das schon doing idealistisch wühen an kleven dir auch an Dinger mir pessimistischer mit das echt da den et net der so fatalistisch gesehen. Ich denke du sind Opportunitäten die eng kulturreicht Europa huet die du kann valorisieren auch am Hiblick mat engem Meta oder mit eng Amazon Co die brauchen auch im Marche wie Europa. Ja, ich muss davon, ja, okay, ich bleibe bei meiner Position, weil ich meine, ich gesehen das nicht am Detail, ich gesehen das echt so als Big Picture, und natürlich benutze ich selber auch Spotify, ich bringe aber auch eine CD an ein Vinyl raus, weil ich daran glaube, dass man aber den Kontakt, den menschlichen Kontakt als echter, die wichtig, und ich meine, natürlich an der Pandemie gesehen, was gefehlt wird, war am Anfang de Konzert war den Musiker live zu gesehen zu erleben, an das am Anfang nicht den ganzen Modell oder all die ganz mir möchte am Anfang die ganz KI auch nicht unbedingt Angst. Mir möchte echt schon der Mensch Angst an Schwa in die möchte. Ich meine, war mir sind auch an so einer Form von einem Apple-Event, Keynote heißt das auch. Also wir reproduzieren all die Modelle, ohne jetzt zu merken, die von kommerziellen Firmen abgebaut sind. Und wir sind aber am Kader vom Kulturministerium, wir sitzen aber alle Guten, genauso wie wenn wir den neuen Apple iPhone verkaufen. Und das alles am Anfang so formatiert. Ich merke auch mittlerweile, wenn ich E-Mailen mit verschiedenen auch Institutionen checke, ob einmal schreibt sie darin ganz gut Französisch. Mhm. Ich kenne die Leute aber an nur enger Zeit schon einfach nicht genauso. Ich meine, dass das am Anfang auch ChatGPT mit ChatGPT. Ich meine, die E-Mailen antworten leid dem anderen. Vielleicht sind wir aber wie Kraftwerke gemeint wird, Roboter. Ja, das war auch eine politische Form, was Kraftwerk gesagt wird. Wir sind die Roboter, aber das war auch ein ganz pessimistisch, aber für Zukunft am Voraus zu sagen. Aber wir sind doch auch am Anfang. Und ich gesehen doch nicht, wenn wir als Gesellschaft nicht vorstellen, okay, wollen wir all nur diese Modelle funktionieren, immer eine E-Mail schicken, immer den ganzen Trick so abzubauen, und alles nur diese Regeln abbauen, da werden wir nicht daraus kommen. Da können wir so viel Loi machen, wie wir wollen. Aber wenn wir nicht als Identität definieren, was wir selber sind, also Lützeburg hat ja eine schöne Idee, wir wollen bleiben, was wir sind. Aber das bleiben wir gut nicht. Wir sind, der Premierminister ist gerade in Amerika gegangen, auch als Tech-Firmen en Valeur zu setzen, was auch schön und gut ist für die Wirtschaft, das verstehe ich ja auch gut. Aber war das dann Lützeburg, war das dann Europa überhaupt als Identität? Okay, Spotify, ich meine nicht, dass Spotify wirklich eine europäische Idee hat, was romantisch soll sein, was Kunst en Valeur soll setzen, das ist der komplette Konträr. Der Chef von
von Spotify investiert an Drohnen, die an der Ukraine angesagt gehen, gehen oder whatever. Aber auf jeden Fall, ich meine, ich spiele Gitarre für das Leid sterben. Finalement ist das le problème avant d'eau. Sophie Lanchoin, est-ce que vous partagez ces inquiétudes? Comment vous situez-vous en tant qu'artiste aujourd'hui face à ces problématiques qui dépassent l'échelle individuelle, associative? Comment s'y retrouver? Je partage tout à fait les inquiétudes de Philippe. Moi, c'est vrai que je suis très inquiète. Il y a une question, en fait, là, dernièrement... J'ai une grosse question, c'est sur la question du réel. De plus en plus, je me pose la question du réel. C'est qu'on a complètement plongé dans l'univers de la machine et qui nous indique quoi faire, comment penser, quoi manger, quoi. Enfin, je sais qu'il y a... Moi, personnellement, j'utilise très très peu, mais à chaque fois, les fois où j'utilise, je suis complètement éberluée par ce qui est proposé, à quel point, petit à petit, toutes les données qui ont été siphonnées, à quel point, en fait, cet algorithme nous connaissent et qui vont au-devant même de nos besoins et de suggérer les choses. Et petit à petit, j'ai l'impression de plonger dans une sorte de fiction. La vie, est-ce qu'elle est fiction? Mais la question du réel se pose de plus en plus, c'est la question de la vérité. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'inquiète vraiment le plus. Et je pense beaucoup à la jeune génération. Non pas que je sois très vieille, mais j'ai des enfants avec qui je discute beaucoup de ça, sur la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et je suis très alertée sur l'évolution de la place et l'évolution du chatbot, qui on est au début, en fait, du chatbot. Mais quand on voit la vitesse à laquelle ça va, quand on voit effectivement la position, la place aujourd'hui de Characteria et des nouveaux chatbots et la place qu'ils ont dans l'intimité de nos vies et des vies des gamins et des jeunes. Et c'est vrai que je suis très très inquiète aujourd'hui. Je sais que heureusement, il y a de plus en plus aujourd'hui de procès qui sont en train d'être faits justement à Characteria, parce il y a plus d'un suicide et il y a cette transformation aujourd'hui. On a la psychose de l'IA. Et donc, qu'est-ce qui est le vrai? Juste entre parenthèses, là, il y a du fait des procès là, à Characteria, il y a comment il s'appelle, Fraser, le fondateur, qui maintenant, à partir de 18 ans, normalement ça va être légiféré, jusqu'à 18 ans, en fait, les chatbots intimes devraient être interdits. Et donc, au Thanksgiving prochain, ils vont débrancher tous les chatbots qui sont en discussion avec des gamins, quoi. Et là, il y a des psychiatres qui sont très, très inquiets parce qu'ils ne savent pas comment vont réagir les enfants qui sont déjà en discussion depuis 2-3 ans et qui sont... Voilà. Donc voilà, oui, c'est vrai que je suis très inquiète. Après, au niveau de ma pratique artistique, je parlais effectivement de la question de nos droits à notre morphologie en tant qu'acteur, ce qui est un peu étrange de se dire, tiens, on va pouvoir prendre mon image et en faire... Enfin, voilà. Et ça, c'est vrai que je suis très inquiète de ça. Je suis inquiète on n'a pas du tout parlé encore du nombre de métiers qui vont disparaître. Et en fait, pendant tout un temps, on pensait que les métiers artistiques allaient être plus ou moins protégés. Je me souviens quand on a fait les recherches avec Yann sur Appioman, il y avait, donc j'ai l'impression que c'était il y a un siècle, mais c'était il n'y a que 8 ans. Et donc, c'était 25% à l'époque dans le secteur culturel, c'était que 25% des métiers qui allaient disparaître. Et aujourd'hui, on se rend compte, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, notamment, les scénaristes, avec le développement
de ces programmes, ces scénarios voilà, qui proposent des aides, des chats GPT pour les scénarios, que ça soit au niveau du doublage. Par exemple, là, il y a énormément d'acteurs. Bon, à Luxembourg, c'est une petite niche, mais dans d'autres pays, il y a beaucoup d'acteurs qui vivent du doublage. Et ça, le doublage va petit à petit disparaître parce qu'en fait les voix sont numérisées et puis il y a des programmes qui analysent le lipstick, etc. Donc beaucoup plus performants et plus rapides que les acteurs. Et en fait, et puis pour les acteurs aussi, donc ils pourraient être remplacés. Il y a la création de cet avatar, ce personnage fictif de Tilly Norwood qui a été créé par une productrice qui est aussi scénariste ou productrice, je crois pas, et donc qui a créé ce personnage en parlant de la nouvelle actrice IA, et elle est en développement dans leur boîte de production, et c'est en développement de 40 caractères déjà, donc performant, qui ressemble à la pipe, voilà, c'est un peu une pipe, et c'est vrai que c'est quand même très très inquiétant, et donc voilà, légiférons. Enfin voilà, la question d'effectivement on peut légiférer, c'est vrai qu'on semble si petit. Et quand on voit l'impunité avec laquelle toutes ces grosses boîtes américaines écrasent tout et en ont rien à faire de tout. Enfin, là j'ai entendu un interview justement du créateur de Caractère IA. On a l'impression, que c'est un débile. Quand on l'entend, il n'y a aucune responsabilité. Tout ce qu'il dit, c'est great, c'est génial, c'est formidable, c'est inouï. Et c'est vrai que je suis inquiète parce que ça va tellement vite que quand on sait à quel point c'est long de légiférer, de réfléchir une loi, enfin c'est tellement long, la loi, la justice met du temps, le Parlement, tout ça met du temps, et tout va tellement vite qu'on voilà, je suis inquiète de ça. Merci Sophie Langevin. Wir können effektiv feststellen, wie wir letztes Jahr konsultiert haben, dass Sektoren wie die Filmindustrie immens betroffen sind, dass ein ganz Rutsch von Medien aus sich Werte verschwonnen. Das betrifft Traduktion, wie auch Continuity Management Set. Effektiv verschiedene Schauspieler, die können, wo das Bild kann aus sich retuschiert gehen, an Döno weiter verwehrt gehen. Das sind alles Frohen, die wir werden an Zukunft über so kritische Plattformen weiterhin diskutieren und vertiefen. Ich merke aber auch, dass Zeit, dass das fortlebt. Dann gebe ich Bierden innerhalb von ungefähr 2 Minuten als Closing Remark eine konkrete Piste zu gehen von deinem Hut, wie kann das Entwicklungen proaktiv umgehen, für dass man nicht nur an einen Konstant von einem Aufbau von den Kompetenzen und von den Funktionen vom Kultursektor, aber auch von den eventuellen Möglichkeiten. Philipp Markiewicz. Bravo. Ich fand, was extrem wichtig ist, ich meine, das ist vielleicht die einzige Manier, dass man an die richtige Schiene gehen, dass verschiedene Medien auf verschiedenen Formen, nicht just für Kunst, mehr auch für Politik und von Decideuren und von Management, dass die zusammen an eng Richtung gucken, an nicht noch Education. Ich meine, das ist auch der zentrale Punkt, dass in das auch alles an ein Dingen setzt, welch KI Kultur als vielleicht der mannste Problem, gebe ich so hin, weil das am Anfang, also natürlich sprach mehr Kultur, wir leben davon, damit sind aber auch, wie du so auch die Education bei der Kana, die extrem wichtig ist, wie das, wie Kultur du kennt, Influenz hun an wie dort Rapport kennt sind zwischen der verschiedenen Sparten an also ich sehe Pessimist am Sinn von dass ich mengen das als Welt echt da politisch an eng falsch Richtung geht schon echt gegen die Utieren ich benutze sie selber und fand en gros extrem spannend die Zeit an der man leben
was echt der Risiko ist, dass an so eine Leidenschaft, an so eine blande Leidenschaft darauf hält. Und ich sehe, das ist das Modell, dem man soll es wie wären, weil sie machen so, dann machen wir das auch so. Und ich meine, das wäre der Fehler. Ich meine, jeder ist auch nicht und all Land ist auch nicht und Europa ist auch nicht richtig definierbar, war das überhaupt Europa? Das ist mehr als im nationalen Niveau, muss noch Eis selber vorstellen, war das Lützeburg überhaupt als ein Ökosystem, das gar nicht vergleichbar schon mit Frankreich, mit der Belgien, mit Deutschland, schon wenn ich just Musik guckt oder Kunstmilieu. Das sind eben so Punkte, die vielleicht, ich gebe es viel mehr detailliert gucken. Vielen merci. Sophie Langevin. J'ai peu de propositions, je ne saurais pas dire. C'est vrai que je pense de plus en plus à la question de l'éducation. Je pense beaucoup à ce qui a été proposé ici. Effectivement, il y a des alternatives. Et en fait, pour l'instant, on est, on est écrasé par la puissance de l'OpenAI. Or, il y a effectivement d'autres programmes, il y a d'autres moteurs de recherche, il y a d'autres personnes européennes notamment qui respectent les droits, etc., qui ne siphonnent pas, qui n'utilisent pas les données, etc. Et ça serait d'inviter nous tous et toutes, effectivement, à utiliser ça et à participer. Et effectivement, comme vous disiez, la question effectivement, on doit nous-mêmes nous nourrissons ces fameuses données, ces fameux algorithmes, et alors continuer à nourrir de façon subversive, si on peut être subversif dans cette normalisation, non pas normalisation, normatif, dans ce normatif, pour que les données s'enrichissent en fait, parce que finalement on a peu de marge de manœuvre. Si peut-être pour préserver notre diversité et aller à l'encontre de l'homogénéisation des contenus. Marc Nix. Ich denke, Eki als Transparenz, da werde ich weiterhin durchschaffen, am Anfang geholt, die Angst von der Transparenz muss verschwannen. Und da waren wir drüben an der Präsentation, dass von den Termen gesprochen wird. Was sind das Stärken als Mensch? Wir sind Menschen, wir können ehrlich sein, also können wir benutzen das als stärkt. Es bleibt kritisch, das heißt, den Esprit Kritik beibehalten im Sinn von wann es konsumiert, dann eben doch die Gedanken machen, dass eben mal auflässt an eng Idee von Astad L'Oreal von einem Mensch oder nicht. Ich denke, du so eine Art Schacht kann ich mal vorstellen. An wann ich dann aber meinen Beruf bleiben, wann es nicht durchgeht, da muss man ein Util Juridik rein, die vielleicht nach mich streng geht. Aber die fatalistische Wolle, dass das alles verloren ist, denke ich nicht. Und ich denke, mir als Menschen, wo viel mehr stärkten, wie man an der Kompetition mit der AI irgendwie sind. Die Transparenz nicht unbedingt als Frage für Innovation. Genau. Stephanie Silvestri. Vielleicht ja, als ich gebe so und das wirklich die transversale Approche der transversal zusammen schaffen, der travailler ensemble, wie schon viel gesagt, einfach das ist wichtig, die verschiedenen Akteure mit anzubannen und auch die zwischen den verschiedenen Sektoren eben und gemeinsame Lösungen zu schaffen und wirklich ob die allgemeinen Besoin so anzugehen. Okay, ich sage schön, merci für Expertise und das interessante Gespräch. Merci. Okay. Es geht weiter mit einer audiovisueller Performance. Voilà, die können schon an die Richtung gehen, das am Konferenzraum. Denn Andrea Mancini als bildenden Künstler und Musiker zu Bresel den der Schnittstelle zwischen Klang, Materialität und räumlicher Dynamik operiert. Nachdem es echt elektronisch Publikationen John Talbot im Label Hive Discs rauskommen sind, wird Andrea auf der Kunstbiennale 2024 zu Venedig an der Mutter des Jahr ausgestellt, hier so für Residenzen zu Rom, am rezent zu Montreal ausgewählt gehen.
Seng Performance vun Haut eng direkt als Nesetzung mat enger KI, mat dem KI-System in LLM, der Techte e System, den durch maschinell Leiieren trainiert gouf fir d Mënschespruch ze leieren. Viel Spaß bei dieser Performance. Okay, welcome back. Ich hoffe, ihr habt einen guten Kaffeespause. Okay, vielmals merci, vielmals merci. Ich hoffe, dem Andrea Mancini seine Performance war inspirierend. Wir kommen nun zum Schluss vom Moyen mit der zweiten Table Ronde über künstliche Intelligenz an den Patrimoine. KI ist ein Begriff, der ganz oft in einer ganz unpräziser Manier benutzt wird. Heute ist das wird ganz oft von der generativen KI geschwärzt oder von den eben großen Spruchmodellen, das LLM. Wir probieren dann an dieser Diskussionsrunde so viel Definitionen wie möglich zu gehen, ohne wie Glossar zu klingen, mit dass man aber etwas Präzises an eine Kader haben, an dem wir an den Diskussionen navigieren. Ich schmecke sie noch KI an dieser nächsten Table Ronde wirklich an ihrem Redekontext. Wie jeder hat schon einmal gesagt, künstliche Intelligenz ist kein neues Thema im Bereich vom kulturellen Patrimoine. Wir werden sich effektiv in den letzten Jahren entwickelt hat, das einfach die rasante Art und Weise von der Anwendung, den Empfang und die allgemeine Präsenz von dieser Technologie in unserem Alltag. Was für das Table Ronde ganz wichtig ist, für mich auch ganz wichtig ist, dass der Patrimoine, dass der Sektor vom Patrimoine nie nur ein Observateur war von den digitalen Transformationen, mit aktiv daran teilgeholt und auch sogar sektorübergreifend konnten beeinflussen. Das heißt, KI hat ein großes Potenzial für das Patrimoine. Das geht weit über die Gestión vom Lebenszyklus von unseren Kollektionen und unseren Archiven. Kulturinstitutionen verwalten große Sammlungen mit einem reichen Bestand von Informationen, von denen ein hoher Prozentsatz digitalisiert kann gehen, an denen nur als Datensatz für KI-Modelle angesagt gehen. Was aber auch ganz wichtig ist, und ich hoffe, dass das an der Table Ronde wird durchdringen, ist, dass auch die Expertise von den Kulturinstitutionen an der Authentifikation, an der Integrität, an der Dokumentation nicht nur von Bestand wirken, aber auch von digitalen Prozessen, die zu vertrauen an die Institutionen feiert und an ihr Arbeit. Das Expertise ist umso wichtig, wenn es um KI geht. Dafür hoffe ich, dass das Diskussionsrunde nicht nur mit den Herausforderungen und Limiten von der Integration von der KI wird beschäftigt, sondern auch das Potenzial. Und auch für allem die Rolle von den Instituten Kulturellen an diesen Diskussionen. Ich bin ganz froh, dass ich das nicht allein muss machen. Das heißt, wenn ich kann auf die Bühne bieten, den Herr Alexander Acker, Direktor vom ZLS, Lien Klammer, Artist audiovisuell, den Christoph Jacobs, Expert an der Archivistik, und Alexandra Benamar, Data Scientist vom Institut National de l'Audiovisuel. Bienvenue, merci beaucoup, vielmals merci, dass ihr heute hier seid. Den ersten Mirakel ist schon geschieht, dem Alexandra sein Zug aus der Zeit noch kommt, von Paris zu morgen. Das heißt, ich fand das schon mal einen guten Omen für uns Diskussion.
weil es effektiv wichtig ist, dass man Kader setzen, dass man auch probieren, Definitionen auf verschiedene Wörter zu gehen, wollte ich einfach mal frohen, für ein hier wieder eine paar Minuten Definition zu gehen von, was das da für sie ethisch, aber das für sie de Confiance, wenn ich von KI schwarz, also vom Vertrauen. Fangt man einfach von Handeln auf hier an. Okay, da fängt es schon. Also was mir festgestellt haben, was den ethischen Umgang mit denen Frauen umgeht, ich bin Linguist, ich schwätze da gerne nach linguistischen Termen, du schwätzt nicht von Modellverben, das können den Unterschied wirklich zu machen zwischen können, dürfen und sollen. Also muss ich sich wirklich freuen, dass nicht, weil ihn etwas kann machen, dass ihn unbedingt darf machen, da hängen dann die ganz juristisch Frohe noch drin. Aber wenn die bis geklärt sind, ist noch nicht immer sicher, ob ich nicht dann wirklich auch soll machen. Das gesehen wir mit den linguistischen Daten, die mir zur Verfügung haben, Lützeburger Staaten auch für die Modellen zu trainieren, für dass sie eben mit dem Lützeburgischen besser können umgehen. Da stellen sich eine helle wohl Frohen. Und da kommt ich meine direkt Lien auch mit der zweiten froh mit wie fiabel also Fiabilität wie aus den Termdienste Confiance Vertrauen müssen die Toolen natürlich so geschaffen gehen, dass sich auch kann darauf verlassen, dass die Spruch diese dann generieren irgendwann schwätzt du eng Maschinen matt wo man bis just Sprechrinnen hatten also menschliche Sprechrinnen die matt geschwert und dass die Maschine auch Apps produziert wo sich kann darauf verlassen das Leute sich können man identifizieren dass der die Spur diese Schwätzen. Und da muss ich natürlich dafür sorgen, dass verschiedene Aspekte wirklich berücksichtigt gehen, wie zum Beispiel man schwätze vom Lützeburgischen und da war eine Wanderausstellung, die heißt Lützeburger Sprachen. Es gibt nicht nur einen Lützeburger Spruch, es gibt eine ganze Varietät von Lützeburger Sprachen, notamment mit den regionalen Dialekten, dass ihn auch sicherstellt, dass die irgendwie da repräsentiert sind und das sind alles die vielen, mit denen wir am Alltag dann Eis setzen. Liden? Ich meine das nicht tun. Hallo, hallo. Perfekt. Oh, das ist mega creepy, okay. Also ethisch denke ich am Anfang über KI nur mit Bias, also wo in sich am Anfang ja, also wo der Funk über weiß also Leute geht an Leute ausgeschlossen gehen pardon an ja das auch ethisch geht es bei mir den ökologischen Faktor bisschen das ist ja, also ich hatte auch einen Film drüber gemacht, wo darum gegangen ist, dass Datenzentren immens viel Energie abholen und alles und das einen Effekt hat auf ja, die Umwelt. Und genau, das ist einfach ein bisschen nett, was mich mattelt und schon noch viel Dokumentationen gesehen, wo Facebook Datenzentren nicht ja, Häuser gebaut wird an die am Anfang ganz viel durchner Leute und dass sie das Wasser nicht proper ist und alles wie auch immer das sie delen das nicht wirklich ne sie ganz ja sie ganz ja ja und dann zweitens ja also ich weiß nicht wen ChatGPT benutzt, aber ich gesehen auf Social Media ganz oft, dass Leute so etwas posten, wo sie am Anfang etwas ChatGPT hin etwas Falsches sieht. Ne, es ist falsch Informationen übermittelt und ja, also wirklich so was kann ich beim Hund gehen und das ich erfand gerade, aber sie informieren ganz oft falsch Sachen und dann ja, das kann halt gefährlich sein und das ist gut, dass die Leute am Anfang mitteilen auf den Social Media für einfach Awareness zu teilen. Ja. Merci. Christoph?
Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, du point de vue éthique, moi je suis donc archiviste de métier, de conviction et de passion. Et donc les enjeux éthiques que cela soulève, moi je vais plutôt mettre l'accent sur l'éthique professionnelle. On a toujours eu, à travers l'histoire, des technologies nouvelles qui ont émergé, qui se sont répandues, etc. Et à chaque fois, on a les mêmes craintes face à ces technologies. Nous, du point de vue de l'éthique professionnelle, les questions que soulève aujourd'hui l'intelligence artificielle sont de plusieurs natures. Je vais en retenir deux, plus précisément. L'importance de la traçabilité. Qu'est-ce que l'on fait avec l'intelligence artificielle et la transparence vis-à-vis de nos lecteurs, de nos utilisateurs, vis-à-vis des citoyens, du travail qui a été fait, de ce qu'a pu permettre l'intelligence artificielle pour permettre toujours aux citoyens de remettre en contexte et qu'il y ait une transparence sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils cherchent, sur les résultats qui leur sont donnés. Ça, c'est une responsabilité professionnelle que nous avons. Et les instituts culturels ont évidemment aussi, sont un peu pour moi les garantes du temps long, des enjeux à très long terme d'un État, ou un État aujourd'hui régi surtout à court terme, ou règle des problèmes dans l'urgence. On est sur des pas de temps qui sont quand même très très différents dans les instituts culturels. Et pour moi, c'est important de regarder à la fois le potentiel de cette technologie pour donner accès à plus de choses, pour cataloguer ou inventorier plus vite. On peut l'utiliser, mais il ne faut pas oublier aussi les enjeux à très long terme et ne pas se voiler la face, ne pas fermer les yeux sur les risques potentiels que cela peut amener que d'alimenter ou d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle en mettant des données dans des entrepôts pour alimenter des machines, pour faire du machine learning, pour apprendre à des réseaux neuronaux d'aller plus vite, de traiter de l'information, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où tout va bien, on est dans une démocratie, et en d'autres époques, eh bien, on pensait aussi bien faire en mettant en œuvre des fichiers de données pour retrouver plus vite des noms de personnes, etc. Et ce que permettrait une utilisation un petit peu, comment dirais-je, autoritariste de ces données-là et des potentiels de ces technologies, d'ici quelques années, la guerre n'est pas si loin de nous, eh bien, c'est un risque qu'il faut prendre en compte et faire des enjeux de façon, prendre en compte et faire des choix de façon raisonnée, en n'oubliant pas le pire qui pourrait arriver. C'est ça l'éthique professionnelle pour nous, et c'est ça qui est important, et c'est ce qu'on peut apporter en tant que professionnel de l'information. Je pense à la réflexion commune sur l'intelligence artificielle. Merci. Alexandra? Bonjour. Alors, j'ajouterais que moi, je suis lead data scientist, donc je vais avoir un point de vue qui va être très technique et technologique, disons, sur l'utilisation des IA, donc qui peut peut-être complimenter le reste. Ce que je dirais, c'est que l'éthique, aujourd'hui, c'est un ensemble de principes moraux qu'on va se fixer, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle institutionnelle, à l'échelle sociétale, peu importe. Et la difficulté derrière ce mot d'IA éthique, c'est que on peut mettre un peu ce qu'on veut en fonction de son point de vue. Alors certes, il y a des choses qui ont été décidées à l'échelle européenne, il y a des choses qui sont écrites, mais derrière, sur les implications que ça a concrètement pour nous au quotidien, c'est très compliqué. Alors on peut parler de tous les aspects environnementaux, on peut parler de tous les aspects de traçabilité, évidemment, qu'on essaye de mener, en tout cas à l'INA. Mais notre difficulté, c'est vraiment comment est-ce qu'on y répond au quotidien, et ça, je dirais que c'est quand même très compliqué. Par contre, la question de la confiance, là, elle est déjà plus présente au quotidien dans nos métiers, parce que la confiance, pour moi, c'est comment est-ce qu'on offre des garanties à l'utilisateur sur ce qu'on lui propose. Donc, c'est des garanties légales, c'est des garanties sociales. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'on ne déroge pas à des droits humains en faisant ce qu'on fait?
mais il y a aussi des garanties techniques qu'on essaye de mettre en avant pour que derrière il y ait un usage cohérent de ce qu'on propose. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qu'on essaye de faire, mais qui est très compliqué à mettre en place, parce que ça veut dire être en capacité d'expliquer ce que les modèles qu'on propose font. Et donc, il y a des champs de recherche qui s'intéressent évidemment à ça, mais c'est vrai qu'au quotidien, moi, je dirais que un des gros gages de confiance qu'on essaye d'avoir, c'est certes de tout tracer et de pouvoir expliquer au quotidien et accompagner les métiers qui nous accompagnent aussi dans la production de nos outils. Mais c'est aussi pouvoir expliquer et pouvoir faire en sorte que quand on propose par exemple de nouvelles modalités de recherche à l'INA, que la personne qui soit en face n'ait pas juste des résultats et puisse en fait affiner sa façon de rechercher parce qu'elle comprend comment l'outil est allé obtenir des réponses. Donc je dirais que nous, on travaille beaucoup là-dessus de notre côté. Super, merci beaucoup. Du coup, je vais aller vers toi, Christophe, par rapport à, justement au moteur de recherche, la confiance. Et je propose que tu peut-être parles un peu de la critique des sources. Effectivement, je parlais de transparence. Ce que tu viens de dire, Alexandra, c'est exactement ça. C'est donner aux utilisateurs, aux citoyens, l'information et la possibilité de savoir d'où vient l'information qui est portée à leur connaissance quand ils font une recherche. Alors si donc des journalistes se sont posé la question, hein, évidemment, ce qu'il faut toujours viser, c'est au fond, hein, toujours permettre de critiquer les sources de ce qu'on nous amène. Et ça, c'est fondamental. Pour ça que les instituts culturels sont là aussi, elles sont les garantes de pouvoir se reporter à une information fiable, une information authentique, une information vérifiée, contextualisée aussi, parce qu'on peut collecter des fois des informations qui s'avèrent être fausses, ou qui s'avèrent historiquement, après le travail des historiens, être fausses. Mais notre métier, c'est d'alerter et de dire, voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est un faux. Et on a pu constater que c'était un faux, mais qui a été produit pour telle ou telle raison. Ça, c'est important, et ça, c'est notre mission fondamentale. Donc je vous ai proposé un article, une étude qui a été faite par des journalistes sur cette question de citabilité des sources. Et le problème des moteurs de recherche aujourd'hui qui sont développés par les entreprises qui proposent de l'IA, c'est de citer leurs sources. Et dans cet article-là, vous verrez, il y a une comparaison de la citabilité des sources et du sourçage des résultats qui sont donnés par différents outils d'intelligence artificielle. Et avec ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que c'est très lacunaire, c'est très parcellaire, voire c'est faux. C'est-à-dire, ils disent utiliser telle source ou se référer à telle source. Ils le mentionnent, mais ce n'est pas parce qu'ils le mentionnent que c'est vrai. C'est là que porte cette étude-là, qui est quand même intéressante et qui doit nous éclairer aussi. Merci beaucoup. Je regarde Lynn. Du setzt dich mit den Technologien auseinander und auch mit den verschiedenen Datensätzen und den Sourcen für den Arbeitsstand zu alimentieren. Wenn es der Lose de Propos von der Kritik des Sources, also was der Christoph gerade erklärt hat, wie siehst du das, wie aus den Arbeitsüberlegungen, wie aus den Akt der Kreation für den Övren? Also basiert auf AI oder wie? Genau. Ja. Am Anfang ist es so, dass ich irgendwie immer an die Schiene gedrückt bin von AI, obwohl ich gar nicht viel damit schaffe. Ich schaffe ganz viel mit analogen Medien, aber ich setze mich kritisch mit den neuen Technologien aus. Das heißt, ja, also ich schaffe mit ChatGPT und ich fand immens produktiv, für einfach mit dem zu schwatzen und sozusagen ja, einfach meine Ideen oder was auch immer in meine Recherchen zu gehen. Und ja, das ist immens hilfreich. Das ist dann immer so einen kleinen Überblick, weil ich auch, es fällt mir immens schwer, für so ein Statement für meinen Wirker zu schreiben. Ja, und dann, wie gehst du mit den Sourcen zum Beispiel oder mit dem Datensatz oder Kollektionen, mit denen du schaffst? Ja, also das ist, ich federn him am Anfang just oder ja, federn him am Anfang just Sachen, wo ich auch schon kann, wo ich auf der Uni gelehrt habe und wo ich am Anfang weiß, dass das
konfirmiert das. Ich bin aber ganz bewusst, dass ich muss die Recherche nur checken und alles, ob das doch wichtig richtig vor ist. Ja. Willst du zu von den Wirker Personen eventuell? Zu Menge Wirker? Ja, mir hu jo hai tellecht. Oder leiser ist das Lisa, ne? Oder das Lisa ja, genau. Das war mein Masterarbeit zu Berlin. Und du geht am Anfang drin, also just aus ungeschützten CCTV-Kameran, wie ist das? Ja, genau, die gesammelt aus 1000 Stück habe ich geguckt und du Film zur Summe geschnitten. Und ja, du geht am Anfang auch ein bisschen drin, dass AI ja, Daten sammelt sozusagen. Und das war so ein bisschen ein Hommage dazu. Und dann hieß Lisa, weil den echten Mac-Computer vom Steve Jobs hat Lisa gehischt. Genau. Ja. Merci. Das ist geantwortet. Nee, das ist super. Okay. Merci. Nee, das ist wichtig zu verstehen, den Lien zwischen der Kreation und den Donnerien und den Sourcen davon. Ja. Und da sind eine Dekovrabilität, wenn in der Umwelt nutzen, was Vertrauen, wie wichtig Vertrauen ist, dass sie nicht nach weiter Stereotypen propagiert und weitertreibt, auch in seiner eigenen Kreation. Du ganz konkret, Zadalas schafft mit ganz vielen Utieren und du wolltest einfach kurz ausschätzen, was sind die Opportunitäten, aber auch die Limiten, die der Kunde in den letzten Jahren machen, also entdecken, Erfahrungen. Ja, die erste Feststellung als Moldei, dass man effektiv nach 4 paar Jahren länger auf dem Terrain waren, das nicht, dass nach einer Institutionen oder einer Akteure sich für Sport interessiert hätte, mir die Toolen haben am Anfang einen ganz großen Interesse auch für den Spruch Matbruch, die festgestellt, Modellen, die können schon ein bisschen Lützeburg, die können auch schon an Lützeburg übersetzen. Und da gibt dann noch natürlich kommerzielle Opportunitäten, die auch kann geben, wo ihn dann Akteuren hört, am privaten Sektor, die sich natürlich gerne auf so Sachen stürzen, wo ihn dann ein bisschen am Zuchtzwang war für auch die Donnerien, die wir am ZLS benutzt haben, mit denen wir aber konnten umgehen, wo wir wussten, wo die Schwächen wären, wie repräsentativ sie für den Lützeburger Spruch waren. Ich weiß noch notamment einen Korpus, auf dem wir schon jahrelang schaffen, den wir aufbauen, für den Lützeburger Spruch zu dokumentieren, wo der größte Teil einfach aus praktische Gründe, weil die Daten disponibel sind, Chambertexter sind, also die Texte, die in am Anfang am Chamberblättchen wie in der freier Heben geschickt wird, die sind disponibel, da gibt es Audiodonien, das ist ein großer Teil von unserem Korpus. Natürlich als die Spruch, die da geschwärzt wird, nicht unbedingt repräsentativ für die Spruch, die Leute dabei zu schwätzen. Und wenn wir dann Experten am Center mit den Donnerien umgegangen sind, für zum Beispiel den Lützeburger Online-Diktionär zu konstituieren, da konnten sie die Daten kritisch hanfroh. Sie wussten, dass da von den dran, dass da von den Echter nicht dran. Für ein gutes Beispiel zu gehen, eine allererste Version von dem Korpus war vor 10 nicht dran. Und das ist einfach ein Wort, das an den LOD gehört, an den Diktionär gehört. Bon, lo bemmel as Nanteré dann noch dobausen do fir die Donnerien. An do gesinn ich dann en gewissen Risk. Wir schaffen immer no Open Data Prinzip allmal alle guten Donnerien, die bei Eis kreiert gehen, die sollen natürlich open zugänglich gemacht gehen, das kein Chasse gardé, dass du jedfried auch kann Apps drauf opbauen. Me natürlich as schwer dann die Limiten, die wir kennen, proper nobausen zu vermitteln, an dann auch Toolen, die dort entwickelt gehen, und noch hier Limiten schon für Droge gesagt, also Paradebeispiel ist immer das von den Lokalvarianten effektiv von der Lützeburger Spruch. Voilà, das sind die Limiten. Nun muss ich aber so, in Lützeburg ist nicht so schlecht
utiiert. Also wir waren am Februar am Herrn Minister zu Paris auf einer Konferenz von der UNESCO, wo sprachliche Kommunitäten waren, die kriegen mal hier Spruch nicht richtig angetippt, also oder die haben kein einziges Audio-Donné über hier Spruch. An der Hinsicht sie mir nach so schlecht abgestellt an net gött auch Resultate wir hun Spruchmaschinen das eng Sprucherkennung das System op der Uni Lützeburg mich eng Lesmaschine das eng Spruchsynthese voilà. An Opportunitäten gesinn ich grad an diesem Sektor, dass wir mir unter Spruch schaffen, das bisschen so ein etwas transversales. Also jed Verein an der Kunst kann jemand Spruch schaffen, kann den Spruch ersetzen wie lo, wann den am CNA eng Kollektion huet, die Welt besser zugänglich machen, da kann den do iwwer die Toolen die ganz einfach transkribieren losen Keywords assoziieren, die dann eng Recherche wie Madame Benamar do gesot huet, die sie beim INA machen, dann noch beim CNA op Lützeburgschen Inhalter könne méigich sinn. Dat heißt, ja, sprudelt am Fong nimmen so vun Ideen, wat den alles kann machen. An du hast Eisroll, dann effektiv gi ich so an du dat mal gut gefallen, wat auch gesot gouf, die Zeitspanne bisssen roh an dat ganz zu bringen, weil viel den sich natürlich matt gehabt, se den sich man muss sehr Resultate kreen, da kommst dann datrick, was ich gesucht hat. Et kann den Appppes machen an dann net natürlich Lochte zu machen, mir doofleicht eng Keier dann op Brems zu drecken an zu gucken, wo sind Risikoen an de proper dann noch nobausen zu kommunizieren. Den Slide den do gewieseget als an der Hinsicht ganz interessant. Wir hun am Lützeburger Online-Diktionär 50.000 Beispiele, die vom Max Küber und dem RTL Wiederfresh alle guten opgeholt goufen. Und das war ein rechter Fass, wer do gut keine Idee haben drohen dat als Donné zu benutzen für AI-Modelle zu trainieren. Vereinfacht nimmen, wenn man DAX gesotgrute von Abrenner, notamment die LOD benutzt, für den Spruch zu lehren, für flott von in die Sätze auch kein Lausch drin, nicht lesen mir auch Lausch drin. Und du hast sich herausgestaltet, war ein super Ressource für eben eng Spruchsynthese zu machen. Wir können von geschriebenem Text zu stehen auch fehllesen zu lassen. Das System besteht schon, die kann ihn testen in einer Spruchmaschine.lu, funktioniert doch ganz gut. Und du waren wir aber bei 2 Limiten, die echt als dass das 50.000 Beispielsätze mit just einer männlicher Stimme. Das heißt, du hast dann Bier dran, am Anfang kommen wir durch, man kann vielleicht relativ einfach synthetisch die Stimme verändern, für das verschiedene Timbren hört dann so, mit das klingt am Anfang nicht ganz gut. Wir haben auch schon mit Worte geschwärzt, die wirklich Expertise daran haben, die so, und du kannst ihn nicht mehr zu einem gewissen Grad wirklich drauf abwirken. Und der Zweite, als etwas, das wir gut nicht gedurcht hatten, das ist den rechtlichen Aspekt, wem gehört die Stimme? Du hat mal eng Person, de Max Küber und den méi oder Manner bekannt awer ass, an den huet Bemol net nimmen die 50.000 Sätze aus der Melodie geschwaart, wo als Akkor gin hat, fir dat noch zu machen, kon den Bemol alles so losen. Dat hat den am Fong können op Social Media Bemol Post hun, Max Küber huet rassistisch Äußerungen gemacht. Und du hat mir eng lang Diskussion mat Team auch mat Juristen deelweis wo man gemerkt und du hast nach Flu, also du das schwer op die frohen konkret eng Antwort zu kreen an dummer den Disclaimer do zu Summe gebastelt bei Heimat engagieren. Ich möchte generierten Audio net für kommerziell Zwecker zu benutzen an noch kegem notamment der Person, der hier Stimme benutzt gouf an die enger Erderweis zu schulden. Muss man so das voilà, dat kann den dann uklicken an Rohfluten. Wie wat du no geschieht, du hast natürlich nach gewissen Flu. Effektiv, das die ganz froh von dem Biais, den man entweder kreieren, weil man Modelle kreieren, die auf einem Genre basiert sind, heißt Leute Max Küber und seine Stimme, aber auch vielleicht den Biais an unseren eigenen Kollektionen, die dann das ganz vielleicht können weiter feiern. Technologie sind nicht neutral, unsere Kollektionen sind neutral, das ist immer Reflex von der Gesellschaft, an denen sie kreiert sind. Du hast Spruch ganz, ganz, ganz wichtig. Aber nicht keine Repräsentation gibt am Spruchlichen, dann gibt es die auch nicht, wie soll ich das in einfachen Termen erklären. Vielleicht kann Christoph oder Alexandra kurz zu. Ich wollte ja, go ahead. Ja, natürlich. Witzigerweise, wo ich zu Berlin studiert habe, habe ich einen neuen Job angeholt, für Lützeburg abzuholen, also 4 zu lesen.
von, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwelche Apps oder so. Und ja, das war halt mega weird, für was sie wollte Lützeburg lehren. Und ja, effektiv, dass es oft eine männliche Stimme ist oder so. Ich weiß nicht, ob der Schlenker die Stimmherren zu Berlin, die am Zug, weil das ist mir aufgefallen, dass das wirklich so ein weder männlich noch weiblich Stimme ist. Und du hast die Person gesehen und das ist effektiv genau weder das oder das. Und ja, also ich weiß nicht, was da mit AI zu tun hat, mir das einfach, ja, ein bisschen, ja. Also das ist vielleicht eine andere Diskussion, aber effektiv, da wird interessant wissen, welche Kontrakt ist denn geschrieben, für den Stimme aufzugehen. Und wegen der Perpetuität, auch für Nutzen. Das ist vielleicht eine Diskussion, die kann man dann, wenn man die zwei Panelen zusammen verknüpfen, für zu gucken. Ich wollte kurz dann zurückkommen, das ist super spannende Beispiele, absolut. Weil auch die Stimme und Spruch gehören ja auch zu einer kulturellen Identität. Und dafür ist ganz wichtig, auch die Reflexionen zu der Spruch zu haben, auch der vernakuläre Letzteburg, also den nicht in der Chambre geschweizt wird, mit denen uns all geschweizt wird. Mir fehlt dann zurückzukommen par rapport zu den Bienen und unseren Kollektionen, weil Kollektionen sind nicht neutral, sie sind geschaffen vom Mensch. Und vielleicht wollte Christoph oder Alexandra so, wie sie das handhaben in ihrem Beruf oder was sie Erfahrungen haben. Oui. Oui, alors c'est sûr que donc nous on travaille un peu à la recherche. Donc il y a des équipes qui s'occupent justement d'essayer de catégoriser les voix. Donc c'est pour rebondir aussi. Donc il y a des travaux qui sont faits là-dessus, qui sont loin d'être parfaits. Hein. On a une grosse marge d'erreur quand même là-dessus. Je pense que ce qui fait moins peur sur la voix peut-être par rapport au visage, c'est que la voix n'est pas une empreinte digitale. C'est-à-dire que contrairement à un visage pour lequel on va avoir beaucoup de contraintes en fait, à les utiliser, la voix, on a des algorithmes qui ont beaucoup de problèmes en fait, à distinguer des voix qui vont être similaires. Et on espère en tout cas que ce pendant-là soit moins problématique à terme, même s'il peut être croisé avec d'autres types de données qui font que là, tout de suite, on nous reconnaît. Mais en tout cas, c'est des enjeux qui existent aussi à l'INA sur la partie visualisation des données et analyse des médias, justement, par exemple, sur la proportion des femmes et des hommes sur les plateaux télé et sur les chaînes de radio. Et donc ça, c'est fait dans le cadre d'un projet Data INA-FR qui est sorti en 2024. Je vous invite à aller consulter l'interface. Et donc, qui a pour objectif, effectivement, de faire des analyses avec des outils d'IA. Et donc, ce projet, il était très intéressant pour plusieurs choses, notamment le fait que Data INA-FR, l'idée, c'est on construit un site pour aider à faire de l'analyse des médias, des chaînes d'actualité principalement, de la télévision et de la radio. Et l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour essayer de mettre en avant quelques patterns et quelques grilles de lecture de l'actualité. Donc on va avoir par exemple la représentation sur les plateaux télé, qui est un enjeu. On va avoir détecté les personnes qui sont les plus mentionnées sur ces plateaux. Donc pour cela, on va utiliser de la transcription, typiquement de nos fonds. Donc on a des gros pipelines de transcription qui tournent chez nous, en interne, sur nos données, et qui nous permettent de faire beaucoup de choses et d'aller explorer la donnée différemment. Et donc on a eu une question qui s'est posée face à ça, un gros défi qui était, ok, donc là on a des modèles qui fonctionnent quand même plutôt bien et qui nous permettent de mettre en lumière des problématiques potentiellement du traitement des médias. Mais on sait que ces modèles, ils ont évidemment une marge d'erreur. Donc nous on a eu de grosses questions sur quelle est la traçabilité des données, c'est-à-dire que comment on explique aux utilisateurs en interne et à l'externe
comment sont générées ces données et comment est-ce qu'on explique les erreurs qui en sortent de ces modèles. Donc nous, on a fait le choix à l'INA d'être très transparent. Donc sur l'interface, ça se manifeste typiquement par des bandeaux qui vont dire attention, ceci il s'agit de données qui sont générées par des IA. Ayez un esprit critique lorsque vous allez les consulter. Donc ça, c'était un premier travail évidemment, mais surtout, il y a un très gros travail de fond qui est fait par nos documentalistes, par les journalistes également, pour aller analyser ce qui en ressort. Donc typiquement sur les personnes qui sont les plus mentionnées dans les transcriptions, parfois on a des erreurs qui font que, typiquement pour Donald Trump, on va parler de la Trump Tower, on va parler de beaucoup de choses qui vont contenir le mot Trump, ce qui va faire qu'il va remonter très haut. Donc on va se dire, c'est exceptionnel. On parle de Donald Trump 4 fois plus qu'Emmanuel Macron cette dernière semaine, qui est notre président de la République pour le contexte. Et pourquoi? Et donc on va avoir des personnes derrière qui vont aller regarder les données, donc qui vont aller lire les transcriptions, visualiser les médias et qui vont fournir en fait aux utilisateurs une explication. Donc on a des bulles qui permettent de dire bon bah voilà la liste des endroits pour lesquels on s'est trompé, mais voilà pourquoi. Et donc nous on travaille beaucoup là-dessus. Ça c'est un des très gros enjeux en fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour valoriser la donnée qu'on génère actuellement avec des IA? Et je dirais qu'un autre très gros enjeu, c'est, tu en parlais tout à l'heure Alessandra, c'est celui de la découvrabilité de nos fonds. Et donc là, moi je travaille dans les équipes qui essayent d'explorer ce sujet qui est très vaste. Donc pour le contexte à l'INA, on a aujourd'hui des moteurs de recherche qui permettent de faire de la recherche traditionnelle avec nos modèles de données traditionnels et qui fonctionnent très bien dans beaucoup de cas. Donc l'idée qu'on s'est posée, c'est OK, quels sont les problèmes de recherche qu'on a actuellement? On a le problème le plus évident, c'est la trouvabilité des fonds. C'est-à-dire que, typiquement, tout ce qui va concerner des chaînes de télé locales ou des chaînes de radio locales ou régionales sont beaucoup moins documentées. Donc là, déjà, ça veut dire qu'elles sont très difficiles à trouver pour certaines. Donc le premier enjeu, c'est est-ce qu'on peut fournir des méthodes pour trouver ces données? Donc pour cela, évidemment, on travaille toujours à améliorer les modèles de données chez nous traditionnels qui nous permettent de faire ces recherches. Mais on s'est également dit, est-ce qu'au lieu de rentrer dans les cases qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire de générer ce qui pourrait être fait manuellement par des personnes mieux que ce que ferait l'IA, au lieu de faire cette tâche, pourquoi ne pas essayer de montrer un autre point de vue sur les données et sur nos archives grâce au modèle d'IA pour complimenter ce qui est fait traditionnellement. Donc je prends un exemple. Nous, on a beaucoup d'enjeux autour de la transcription typiquement, et on pense que la transcription, ça va nous permettre de faire énormément de choses. Donc ça permet au métier d'aller consulter et visualiser des vidéos plus rapidement. Donc on a un enjeu aussi métier là-dessus. Mais on a vraiment un enjeu de, aujourd'hui, on a des transcriptions pour environ 3 millions d'heures de notre fonds, sur les 30 millions, donc on a un très gros fonds à l'INA. Et donc, on a un gros enjeu qui concerne comment est-ce qu'on exploite ces données qui contiennent déjà des erreurs. Et donc, en fait, on a un enjeu non seulement technique sur... typiquement, comment est-ce qu'on extrait les personnes qui sont mentionnées? Donc, il y a de la matière techniquement. On a également un enjeu sur l'évaluation et sur l'accompagnement des métiers pour qu'ils puissent bien nous guider. Donc là, on est vraiment sur le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que nous, on a besoin des métiers pour qu'ils nous indiquent dans quelle direction aller, comment trouver des fonds, donc comment les décrire différemment. Et on a un enjeu sur, nous on a besoin d'eux pour qu'ils puissent évaluer nos solutions. Mais pour qu'ils les évaluent, il faut qu'ils comprennent comment on génère nos données. Donc moi je dirais que aujourd'hui le gros problème c'est que j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur l'outil final, c'est-à-dire l'outil de recherche génial
qui nous permettra de tout faire, de trouver des personnes grâce à leur visage, grâce à leur voix, qui croisera ça avec ce qui a été dit, qui permettra de nous trouver tous les quatre, peut-être sur ce plateau sur YouTube. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence et d'accompagnement sur l'accompagnement des métiers à la génération des données. Et en fait, je pense que c'est même plus capital que les outils. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je vous mets à disposition des transcriptions et qu'elles sont cherchables, ce qu'on fait aujourd'hui à l'INA, comment aller les interroger, comment savoir ce qu'il y a dans ces transcriptions, ce qu'il est possible de faire, et comment le faire en tenant compte du fait qu'il y a des erreurs dans ces transcriptions qu'on essaye de régler. Donc je dirais que ça, c'est vraiment les très gros défis qui nous attendent. Et donc, une fois qu'on pourra trouver ces contenus, c'est-à-dire décrire ceux qui sont très peu décrits actuellement, on pourra arriver à l'étape finale, qui est la découvrabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à remonter des contenus qui ne remontaient pas avant dans les systèmes de recherche de l'INA, donc que ce soit en interne ou pour des clients. Oui, parce que ça crée aussi la problématique qu'on va toujours réutiliser les mêmes informations, les mêmes fonds, les mêmes sujets, et on va laisser de côté d'autres thématiques et d'autres personnes aussi importantes dans l'écriture de l'histoire. Exactement. Oui, oui. Alors, avant que je vous demande juste une dernière petite question, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non. En tout cas, tout le monde... Ah, là-bas, ok. On fait une question. Non, merci, parce que c'est aussi enregistré. Merci. Ah non, mais Christophe, qu'est-ce que tu fais? Pardon, j'ai pas réussi. Ah ouais, il fait tout. Ça marche? Super. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur la question de découvrabilité, surtout pour les fonds culturels qui sont de façon digitale dans nos archives et dans nos bibliothèques, qui pour le moment ne sont pas nécessairement découvrables sur les grands moteurs de recherche. Donc les grands moteurs de recherche, ils vont disparaître, ça va devenir des grands moteurs de réponse qui sont générés par les chatbots. Donc les gens, ils posent leurs questions, ils ont directement la réponse, ils n'ont pas besoin de rechercher dans les sources. Est-ce que dans le futur, vous voyez que ces données culturelles qui ne sont pas dans les moteurs de recherche devraient être dans les moteurs de réponse? Est-ce qu'il y a un vrai besoin de la société de donner des vraies réponses fondées sur nos fonds à travers les outils qui sont gérés par les GAFA? Qui veut prendre cette question rapidement? Sinon, on peut... Vas-y. Non, ou Christophe? Juste une petite réponse. Je crois, j'ai bien compris, excusez-moi, mais j'ai vu des vidéos des... Pourquoi je pense en français? Nee, also ich habe schon ganz viele Videos gesehen von Profen, wo am Anfang sich damit auseinandergesetzt haben, wie hier Schüler am Anfang ChatGPT benutzen. Ist das froh, wo es gestaltet wird? Nicht, war ich froh. Also Museen, Archiven, Bibliotheken, okay, die ganz viel also Bücher oder Archivklassen oder wie beim INA eben Televisionen, die ihr nicht einfach so auf Google findet. Okay. Für den Moment. Par contre, die Leute werden in Zukunft nämlich den Google als Motor der Recherche einfach mit Recherchetermen benutzen. Mit Leute werden eine Frage stellen und dann wollen sie direkt eine Antwort. Das wie die Leute den ChatGPT benutzen zum Beispiel. Und den ChatGPT, den möchte aber im Prinzip nicht lernen, dass wie das auch die Sache guckt, die im Internet frei verfügbar sind, und die dann aufrufen geht und dann eine Antwort darüber basiert. Par contre, haben wir also als Kulturinstituten immens viele Fonds, die nicht so accessibel sind. Das heißt, wie kriegt ein Utilisateur, wie kriegt ein Citoyen eine Antwort, die wirklich auf Fakten basiert, wenn wir als Fonds nicht abmachen? Ist das als Rolle oder will man das nicht? Also ich habe zu Berlin studiert und da wird immens viel Bücher geschafft. Also wirklich etwas, wo ganz gut Sourcen über Kunst, über Kultur, über alles gefunden wird. Und ich habe aber auch ganz oft
den Internet benutzt für Sachen zu recherchieren. Das heißt, ich fand es immens wichtig, dass es einfach auch lokal Sachen, also lokal Geschäfte gehen, Büchergeschäfte, was auch immer, wo ich kann Librarien und alles, wo ich kann du sich recherchieren und nicht just alles über das Internet gucken. Comment, juste pour, merci Lynn, juste pour conclure, parce qu'il faudra clôturer, merci pour la question Yves, comment un institut culturel peut répondre à ça? Effectivement, il y a la question locale, on va dire analogique, d'aller dans les archives propres même, parce que pas tout est sur Internet, donc ça aussi c'est un pitch, allez dans les archives, allez voir les collections, ne restez pas juste sur Internet, mais comment un institut culturel peut répondre à cette question? Il y a des questions de fond, et je rappellerai juste une expérience d'il y a même pas 10 ans, 15 ans. Les Google Books, qu'est-ce qu'on a fait? Europeana. Pourquoi on a fait Europeana? Parce qu'on n'avait pas on n'était pas en position de force pour pouvoir dire faites un usage quand même raisonné de ce que vous allez numériser dans nos bibliothèques, de respecter les droits. Ça s'est fait dans la douleur, ça s'est fait dans la précipitation, ça s'est fait par opportunisme pour certains qui ont choisi de faire numériser par Google leurs livres parce qu'ils n'avaient pas les moyens, pas les budgets. C'était une opportunité, mais derrière, comment est-ce qu'on les utilise? Quelle utilisation en fait Google derrière? Il va entraîner des modèles avec des usages qui nous ont complètement échappé. Et le bras de fer, il n'est pas égal. Donc oui, ce serait mieux si nos résultats, ce qu'on conserve, ce qu'on décrit, pouvait remonter dans les résultats. Mais on n'a absolument pas de garantie sur la façon dont ça va être utilisé par les GAFA, par l'ensemble de ces modèles, ces entreprises qui gèrent des machines d'IA. Ce que j'entends pour conclure, c'est qu'il faut investir dans le patrimoine, dans les compétences numériques, dans les compétences des sciences de l'information et dans une identité, qu'elle soit luxembourgeoise ou européenne, un peu pour faire face moralement, éthiquement, philosophiquement à toutes ces grandes questions. Un grand merci à tout le monde. Je sais que ce n'était pas une table ronde facile, mais merci beaucoup. Et j'espère qu'on a pu un peu éclairer les enjeux, les usages et les perspectives autour du patrimoine numérique. Merci beaucoup. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant toute la journée? Donc aussi la première table ronde. Ok, au fond, Carolina. Merci. Deux petites remarques juste pour répondre à la première table ronde. Au niveau de l'éducation, il y a le cours de sciences digitales qui existe depuis 5 ans pour tous les élèves de 7e, 5e, 6e ici à Luxembourg pour créer un esprit aussi critique des outils, de tous les outils avec des utilisations diverses et variées, mais aussi beaucoup de théories. Et une deuxième remarque, c'est il y a des rumeurs sur, par exemple, le rachat de Mistral par des entreprises américaines, des big tech américaines. Ce n'est pas la question si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais c'est la question de l'autonomie, en fait, de l'Europe face aux États-Unis. Voilà, c'est mes deux remarques. Merci. D'autres questions ou remarques? Yeah, ici. Vielleicht ein kurz Froh den Alexandre Ecker. War ganz interessant, wie das Beispiel du genannt von Max Kübern, den von alles kann so, was die will. Und du hat ja von den Diskussionen und auch von den ethischen, juristischen Konsequenzen geschwärzt, wann hebe mal alles kann so und du und mich gefreut, wo da die Überlegungen auch weitergefordert, ob zum Beispiel der Fakt, dass in andere kann schütten, also kann in ihm schütten, wenn du ganz schlimme Sachen seht, aber hier kann er wohl Logik fragen, worauf und dann Luxtras, das wird freuen. Das am Anfang auch, also am letzten Woche war mir lang beschützt, am Anfang, weil es nicht so gut zu falsch war. In der Zwischenzeit ist der Tirolo wäsch gefallen, wo ein E-Mail kriegt oder Telefonsurif, die immens überzeugend sind. Und war da doch eine Überlegung, die bei ihr stattgefunden hat, wieder
Ja, natürlich ist das nicht Lützeburg spezifisch. Wir entdecken am Anfang die Problematiken, die am Anfang schon einer Großsprachen, die viel besser dokumentiert sind, wie Lützeburg auch schon viel besser outiliert sind, wo die Sachen effektiv schon lang bestehen. Ich meine, bei einer kleinen Spruch, also umso mehr gefährlich, weil in eben die Proximität oder in den Logik rufen dann Computer, die perfekt Lützeburg schwätzt, da wäre natürlich direkt viel mehr en Confiance, wie wenn den Nachricht den Engel schwätzt. Und das fällt effektiv op, dass die Mailen vom Prinz, den engem do 2 Millionen verspricht, liest dem eigentlich mehr Aufmerksamkeit, wenn so Lützeburg kommen, kannst du automatisieren, weil ich will gucken, wie gut Lützeburg ist. Ich meine aber, dass dadurch eine gewisse Proximität entsteht, wo ihn effektiv muss aufpassen, ob die Usagen an Stimme bringt natürlich dann nach ein Kirepst dabei. Ich weiß auch, dass ich relativ sehr low kann mit 30 Sekunden Stimme, schon vorne weiß, mit der Sekunde kann engem sing Stimme duplizieren. Und da könnt ihr natürlich auch an Situationen, wo effektiv dann denken kann, können der Bomi rufen, so, es wäre schlecht drin, also müsst ihr do machen. Die Risiken bestehen. Wir haben aber konkret nicht darauf geschafft, für das zu verhindern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir da nicht wirklich an die Kompetenzen vom Center für Lützeburger Spruch sind, aber effektiv wir durch Eisarbeit drohen wir dazu bei, dass so Usagen werden möglich sind. Und da muss ich da gerade so gehen wie für die anderen Sprachen. J'ai une question par rapport à la question du input, output et du data. De manière, on va dire, native, les modèles, quand on demande une image d'un CEO, vont vous sortir un homme blanc, un criminel, tendance homme noir. Maintenant, évidemment, ceux qui font les modèles corrigent. Derrière, ajoutent un system prompt qui dit, quand quelqu'un demande une personne, diversifie, mais en réalité, on vit dans un monde où la plupart des CEO sont encore des hommes blancs, où la banque de données recense plus d'hommes noirs, criminels, etc. Alors, est-ce qu'il y a des approches de solutions là-dessus? Est-ce qu'on fausse la vision du monde et on n'est pas fidèle aux archives, mais on crée un monde meilleur dans le output, ou alors on reste fidèle aux data et on reproduit le monde qu'on ne veut plus? Christophe ou Alexandra? Nos fonds d'archives, par définition, sont une construction, puisqu'on sélectionne en fonction de divers critères. Ça rentre par le dépôt légal, ça peut rentrer par la collecte avec les versements aux archives, par différents biais, et tout ça, ce sont des choix qu'on a faits, mais qu'on est capable d'expliquer aux chercheurs. Ça, ce sont des biais cognitifs, des biais de la machine qu'ils peuvent corriger au fur et à mesure, mais à un moment donné, quand on ne fait qu'interroger des données, il ne faut pas s'attendre à autre chose que le retour de ce qu'on a rentré comme données dans la machine. C'est malheureusement la limite de l'exercice, mais c'est tout le travail. Merci pour l'intervention précédente. Il y a un travail d'éducation à faire. Évidemment d'éducation. Parce qu'il faut apprendre. Il ne faut pas empêcher d'utiliser ChatGPT pour faire des dissertations, etc. Il faut expliquer quelles sont les limites de ça et pourquoi ça peut être source d'erreur, expliquer aux enfants d'aujourd'hui ce que ça va induire aussi demain et comment l'utiliser. Il ne faut pas aller contre, parce que ça ouvre des perspectives merveilleuses. Enfin, on n'a pas forcément eu le temps de l'évoquer, mais l'IA, ça sert à corriger aussi des voies quand on fait de la restauration. Oui, bien sûr. En matière de restauration, de connaissance des documents, etc. On va beaucoup plus loin grâce à des modèles entraînés sur du patrimoine. Je renvoie à des travaux de Robert Erdmann au Rijksmuseum. Il fait un travail extraordinaire sur les données. C'est un physicien qui entraîne des modèles sur des reproductions de tableaux. Il fait un travail superbe et qui va aider tous les professionnels du patrimoine du monde pour faire de la restauration, pour faire de la codicologie, de la diplomatique, du travail fondamental. Donc il y a des avantages, mais les biais, ça fait partie. Tout comme aujourd'hui, quand vous allez dans un centre d'archives, il y a des biais, mais on peut vous les expliquer, nous. Pour vous dire, ce que vous avez sous les yeux, ça n'est que 5% de ce qui a été produit par l'institution en question, parce qu'on a collecté que 5% en fonction de critères, ou parce que la moitié a été détruite dans un incendie ou dans une inondation.
mais il sait qu'il peut se baser, il ne va pas faire de généralisation dans son travail de recherche, par exemple de master ou sa thèse, il va pouvoir remettre ça, ce qu'il a eu sous les yeux, en contexte. Et c'est ça notre rôle. Merci beaucoup. Je pense que c'est des beaux mots de fin de cette table ronde. Merci beaucoup. Le mot de clôture, Herr Minister. Merci. Merci beaucoup. Merci Alessandra, merci ihr guten Schwenke mat Merci fir allerrecht den Intervenant ganz groß Merci vun der Eischter Table Runde der Null vun der Zweter ganz interessant net weist wéi divers ënnerschiedlich an zum Deel wo ganz komplex des Thematik ass, wo man so de Moien mat beschäftigt hun. Ein andere große Merci und Irsch, Dr. Klaus Speidel, vielen Dank für die Präsentation. Key Speech war sehr, sehr interessant und hat uns sehr, sehr schön in die Materie eingeführt. Vielen Dank dafür. Und dann danke ich große Merci und Cedric Kaiser, wirklich schon und Alessandra, die wir fanden, dass exzellent gemäht und auch Präsentation und Moderation. Erlaubt man, und das geht nicht ganz einfach, schon mal verschiedene Nutzen geholt, für auch schon verschiedene Sachen zu reagieren, an einen gewissen Kontext zu setzen. Das ist natürlich ganz ehrlich nicht ganz einfach, weil das vieles gesucht geht, weil immens interessant, aber das aber, und dazu auch einer als Kulturminister ein immens komplex Materie, wo es wirklich Zeit gibt, und das sei nach ein der Startschuss, wo wir uns am Detail an aller Ruhe mit der ganz wichtigen Materie auseinandersetzen. Ich meine, wir sehen das alle gut nehmen, dass es an Zukunft nicht ohne KI wird gehen. Wir gesehen, manchmal auch alle guten gewissen Opportunitäten für Dealer mit Grenzen auf verschiedenen Remarken, die auch gemäht sind, die verstehen und die unterstreichen doch ganz klar, was verschiedene Ängste auch können sein. Ich bleibe aber dabei, dass es die Zielsetzung muss sein, von uns als Kulturminister, als Regierung, Kulturvorstand, der responsabel sind, für ein gesundes Equilibrium zu finden. Wirklich durch Opportunitäten an den Mittelpunkt zu setzen, ihr der Künstler die Möglichkeit geben, wann das gewollt ist, mit der KI so zu schaffen, wie ihr am meisten nutzt, und auf der anderen Seite aber auch als Politik Verantwortung zu überholen und zu gucken, wo sind Grenzen, wo muss man Aufgrenzungen machen, bis wohin möchte es Sinn, ethisch geschwärzt, ganz klar, was als mit Rest der Transparenz, also obwohl ich den Moi ganz oft geschwärzt bin, und natürlich auch nachhaltig geht. Weil nach ein Kehr an dazu stinnisch, der Philipp Markiewicz hat es ein bisschen direkt ausgedrückt, schon das war ganz interessant von Vierdrun. Schlussendlich ist noch immer der Mensch, den aber Decision hält, den am Mittelpunkt steht, der Kreativen, der Künstler und Artist, die alle guten aus dem Kultursektor, den Decision hält, ob er will, muss, darf dann mit der AI schaffen oder nicht. Das fand ich ganz wichtig, weil der Mensch ist noch immer den Kreativität hat, von der Lunge auf die Zunge zu so Kreativität an der Panzer, den Emotionen, die Empathie hat, den die Ideen hat, und da eben selber dezidiert, ob er mit der AI will schaffen oder nicht. Und dafür will ich auf den Punkt zurückkommen, den so just darüber geschwärzt ging, über die Education. Das ist nicht direkt die Ressort, wo man den Morgen riveriert hat, aber das ist mir auch ganz wichtig, darüber kurz zu schwätzen, weil das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass ich KI zur Verfügung kann stellen, mir das man haut an dieser Zeit immens muss noch passen, was den du mit mischt, Grenze setzt, an die fängen für mich auch ganz klar als Kulturminister an der Schule an. Und dafür bin ich ganz froh, dass das hier angeschwärzt gehen ist, dass die letzten Jahre wirklich auch an der Education ganz klar Efforte gemäht sind, für als Jung Kanner an der Richtung auszubilden, für wirklich auch kritisch zu hinterfragen, für eben die künstliche Intelligenz, die Utien zu benutzen, mir sie aber auch ganz klar nicht zu verdeifeln. Weil nach ein Jahr, ich meine, da sind wir uns alle gut eins, dass das so nicht geht. Den anderen Wolle, die kurz ugeschwart gehen, also da sind doch ganz realist als Kulturminister, auch als totale Pro-Europäer. Also wir werden die Welt ganz klar nicht neu erfahren, heute zu Lützeburg an Europa, was die künstliche Intelligenz angeht, schmengen, da so ungeschwert gehen die großen Konzerne aus Amerika oder aus China, die haben einen gewissen Avance. Ja, es geht nicht darum, die anzuholen, aber ich bleibe auch dabei, dass wir als Europäische Union, als europäische Länder hier in Europa ganz viel zu bieten haben, als multikulturelle Ideen, Visionen, als Identität, die sollen an den Vordergrund setzen. Und da haben wir auch, was die AI an die künstliche Intelligenz angeht, ganz, ganz viel zu bieten.
dat als vielleicht nicht immer das, wie soll ich so, die allergrößten Envergure, wir sind ja davon überzeugt, und da das auch geschwart gehen, dass man auf verschiedenen Nischebereiche wirklich Kompetenzen haben, sie wird heute zu Lützburg, auch an der Europäischen Union, wo wir wirklich können über die nächsten Jahre weiter Fortschritte machen, aber wo wir auch können Viertreiter sind. Dafür also mir wichtig auch zu sagen, dass man es nicht mehr klein solle machen, wie wir sind. Wir werden die Welt sicher nicht allein verändern, wie du kannst, und das ist wichtig, aber auch als Europäische Union, man denkt starke Lützburg und der dort Kompetenz, aber auch Fortschritte machen, und dadurch schaffen wir an der Regierung, an der Jour als Kulturminister am Alltag. Wichtig, dass wir das aber zusammen machen, mit ihr zusammen. Dafür war das heute für mich ganz interessanten, muss auch so lehrreichen Moyen, wo in viel verschiedene Punkte de vue in hören hört, kennengelernt zu, das war Sinn und Zweck davon, für einen Startschuss zu machen mit dem White Paper, dem ich präsentiert tun. Das ist eine Basis, wo wir über die nächsten Wochen am Main wollen schaffen, das zusammen mit ihr, mit dem Sektor, mit verschiedenen Partnern, natürlich auch aus anderen Ministerien, für dann an Zukunft, das wird dann vier Sommer auch sehen, wo man die Flagship wollen, mehr breit präsentieren, mit konkreten Mesuren, wann den eben zu all diesen Thematiken, die geschwärzt sind, auch kann Terra umsetzen, wo es nach ein Jahr die Leute im Irsch geht, wie ihr du bestmöglich zu unterstützen. Voilà. Das gesagt, ihr nach ein Jahr ganz große Merci für das Interesse, für Ihre Matdeelen von ihren Ideen, und sind nach ganz froh, dass durch Lohnet Riveras nom Pat geht es weiter, wo man verschiedene Workshops wo weiter diskutiert wird, auf wo dann noch ein Jahr am Fond am Detail ob die verschiedenen Punkte kann abholen. Voilà. Das gesagt nach ein großes Merci, und schrift ganz offiziell wichtigen Deal auch für so Assisen ob de Pat und ob de Maufel invitieren. So nicht Merci.